Ja, du weißt, was ich will. Absolute Synchronität, Mr. Timmy Boy. So mag ich das. Ich fange jetzt einfach schon schmatzen, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob sie irgendwas Herz oder Sechs. Ist mir scheißegal, oder? Timmy Boy, grüß dich wieder heim. Jetzt wieder ein Euro. So, wo ist meine Tröte? Achtung. Habe! Ich bin's! Schreib mir nicht auf, Hetzsack! So, jetzt passt's. Ich bin's. Captain Schlecks Geschwerlo. So, jetzt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt mit dem Haufen reingerissen, damit nichts passiert. Habe die Ehre an den Riese Mike, an den Boris Florian, an den Hauptmann Crash Moonfire, an den Slipstein, an den Bayer Tom, an den an den Crash Moonfire, aber weil er zweimal hingeschrieben hat, an den Lemsepp, an den Bernie, an den Andal, an den Martin, an den Simator, an den Bernie, an den Dr. Müller, jetzt mal nicht mehr. Also, schon Mittwoch, da ist ja schon halb die Woche vorbei, da lese ich nicht mehr vor wie 8 Namen, so. Herr Crash Moonfire, alles fit? Schau mich an! Also, so jetzt da dazu sagen. Timmy Boy! Na, sicher, hör mir die! Ja, das ist mich ja auch auf. Timmy Boy, merci dir. So, Kinder, kann losgehen. Heute habe ich ausnahmsweise, glaube ich, auch mal an alles gedacht. Nein, noch eins habe ich nicht gedacht. Discord muss da oben. Den Bums da, den können wir mal nicht zumachen. Ja, das schaut gut aus, das schaut gut aus. Server läuft. Wunderbar, zauberhaft. So, heute ist wieder Community-Talk. Wieso hör ich da nix? Wieso? Also, weil es der leise Pfft war. Let's up! Habe die Ehre Bürger, es fucking schönes Stream heute. Sea Shanties, Osserbier Hill, los der Bütchen Schmecker, reingegondelt. So, aber schauen wir aus. Ari Captain und Skorbut Squad. So, wie jedes Mal. Server läuft, es gibt ein neues Passwort. Ich habe letztes Mal vergessen, den Server auszuschalten. Der ist einen Tag lang gelaufen und das ist mir erst heute einen Tag später aufgefallen. Und heute habe ich mich mal eingeloggt und habe mir gedacht so mit, oh mein Gott, wahrscheinlich ist alles hier und nichts mehr da. Gehst eine ist noch genauso ist wie vorher. Das ist interesting. Ist interesting. Wieso schauen die so komisch gelb aus? Wieso bin ich gelb? Sag's ihm. Hier. Kameraeinstellung. Ja, jetzt da, hier, weil der Weißabgleich. Damit können wir es so machen. Ich brauche einen Shortcut, wenn ich stirb. Ich brauche einen Shortcut bei einem Topf, wo ich 60 Sekunden lang so ausschaue. Was passiert, wenn ich das andere drum drehe? Jetzt einmal, aber jetzt ist meine... Dann kann ich mich selber fressen gegen Skorbut. Jetzt warte mal, 4300 ist ein guter Weißabgleich. Der schaut einigermaßen realistisch aus. Jetzt schau her. Jetzt schau her, einigermaßen, weißt du eh. Gelb, das sind die Pollen. Mein Auto ist auch seit einer Woche pipi-gelb. Alter, bei uns ist daheim alles voller dieser Scheiße. Das ist unerträglich. Luna! Tut das schon wieder! Was ist da los? Hey, hey, leicht lächelndes Gesicht, mein Verlobter hat heute B-Day und ich will, dass er mit mir Windhose spielt. Magst ihm nicht gratulieren und sag, er soll mit mir spielen, haha. So, mein Freund, jetzt sag ich dir mal was. Wer immer da in die Luna reinzipft, okay? Jetzt können wir mal eine furchtbar direkte Ansage. Wenn mein Verlobte zu mir sagt, kann man mir hier beliebiges Spiel einfügen, miteinander spielen, dann ist mir scheißegal, ob du Geburtstag hast oder nicht, oder was weiß ich. Du spielst. Was soll jetzt das? Das ist überhaupt keine Frage. Hey, Grias, du Zigeuner. Stream wieder Geld. Nein, Fridolin, wir haben noch nicht fertig. Gleich, ich lese nochmal vor. Weißen Spritzer, KOI so losgeht. G-A-S-D. Da scheiße auf den Geburtstag! Da scheiße ab, Alter! Wenn... Hast du eine Ahnung, wie viele Männer da herin sitzen? Mir eingeschlossen! Die Nocker der Flickflack! Durch die Wohnung, durchs Haus, durch den Speicher, durch den Keller und das Haus rundum taten. Wenn sei Eule zu ihm sagt, hey, spiel mir XYZ. Hä? Weiteres will ich nicht anfügen. Muss gegangen. Ja, und am Balkon auch noch. Vom Balkon in den Garten habe ich. Wenn der Teufel dem Priester sagt, er soll aus dem Kind raus. Oh, yes, Friends, der ist ja schon da. Der hat meiner Uroma schon auf den Arsch geschaut. Merci für den 5, also Mr. Sidewinder. Fridolin, hey, grüß dich, Zigeuner, Stream wieder gelb. Meinst du, nein, die letzten Streams, ich mag's nicht verschreien, die letzten 5, 6 Streams sind alle grün. Frag mich nicht, wie das wieder hergegangen, ich weiß auch nicht, was YouTube da tut. Heute habe ich neben mir einen weißen Spritzer. Kann also losgehen, Gas.
Muss ich weitere Fragen stellen, wer oder was der weiße Spritzer ist? Ich mag's nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Fridolin, merci. Sidewinder Sepp, merci. Luna, danke übrigens. Hab ich außer dein Mo zusammenscheißen oder deinen zukünftigen Mo zusammenscheißen, hab ich eigentlich merci gesagt? Weiß ich nicht. Luna, merci. So. Hallo da! Merci, ja, 30 Monate, keine 5 Minuten und es schreit schon wieder. Hab's verpasst. Ja, sehr schuld. Sam, schuld. Alles, was ich vorher von dir gelesen habe, ist, dass das Regenwetter gut riecht. Hast du recht. Leider Gottes hat es aber mein Sonnensegel davon teifelt. Muss ich mir nice kaufen. Goddammit. Nur da am ersten Jahr 30 Mal. Breit ist! Habe die Ehre, ich kann nicht mehr donaten. In Automaten haben sie heute gesprengt. LG aus Neustift, Oberösterreich. Was? Diese News, haben das Real-Life-News? Haben sie einen Geldautomaten weggesprengt? Ich frage mich, wie man Du bist ein Gangster. Ja? Du bist ein Gangster, denkst du, Alter, in deinen Gangster-Sitzkreis oder so. Da sitzen alle so im Kreis rundum und dann der eine so, ja, Alter, was kann man machen? Wir brauchen Kohlen. Dann sagt er, ja, ich habe voll die geile Idee. Du hast doch Geldautomaten und so. Und dann der zweite so, ja, ich habe eine Idee, sprengen wir es weg. Und da sagen da dann alle bedingungslos, ja, geile Idee, machen wir. Oder sagt zumindest einer mit einem IQ über 5, so, Alter, ich glaube, wenn wir dann einen Sprengsatz reinlegen, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dann ist das Geld auch hin. Ich weiß jetzt auch nicht. Ja. Breit ist Merci wieder in Zwiegel. Macke mit dem Gacke! Merci 26 Monate, der ist der Spätschicht. Pui Teufel! Das muss ich mir noch in meine, wie soll ich sagen, das wollen wir erreichen, Liste einschreiben. So viel Leute wie möglich aus der Spätschicht zu kriegen. Das ist, was ist das? Alter Birger, wie kann man einen weißen Spritzer nicht nennen? Weiß ich nicht! Ich stehe auf dem Maden, nicht auf dem Maden! Was ist ein weißer Spritzer? Das ist wie ein weißer Spritzer. Was ist ein weißer Spritzer? Weiß ich nicht! So ein Regenbogen-Scheiß sauf ich nicht! Weißer Spritzer, was ist denn das wieder? Der weiße Spritzer ist Österreichs beliebter Longdrink. Ja, merkst du was? Ich bin aus Niederbayern! Wir saufen mal ein Bier für Erwachsene! Was soll jetzt da was? Was? Was wollen Sie? Bestehend aus 50% Weißwein, 50% Sodawasser. Ja, Weinschorle halt! Das ist dasselbe wie mit der Gasmaß! Saufst du bloß eine Weinschorle, weil du es scharf nicht schaffst! Sag's, wie es ist! Tom, Kruzifix! So, nach 1857 Kilometer, 32 Stunden Arbeit in 2 Tagen, endlich wieder Burger and Chill, Doritos-Chip. Das Doritos-Chip ist wahrscheinlich ein Emoji, bin mir nicht sicher. Was tust du denn schon wieder so reinhackeln? Für die zwei Tage, wenn du mindestens 2000 Euro netto verdienen hast, plus Spesen, weil die 1800 Kilometer, was haben die gekostet zum Fahren? 2 Monatslöhne. Tom, merci dir. Fridolin, merci für deine eine Weinschorle, du Däum. Ja, bei uns sagt man, sag ich dann Weinschorle! Weißer Spritzer. Warum? Why? This doesn't make any sense, eh? Ha? Herr Grotzer, weißer Spritzer ist bei uns, Weißwein mit Mineralwasser. Der weiße Spritzer gibt's bei uns nicht. Gibt's bei uns nicht. So kein Mensch bei uns. Im Minger vielleicht. Der Mingerer vielleicht. Ich glaube, ich finde. Für den Wagen, also keine Ahnung. Ja, gut, passt. So, ich darf trotzdem aufschreiben, dass du 4-mal beim Tanken warst und keine Ahnung, was ist. Am schlimmsten ist ja auch 11:15 und 11:45. Was sagt denn der Österreicher von Welt? Was sagt denn ihr da dazu? Oh, Moment einmal. Ich muss schon mal das Spiel starten, das ist schon wieder fast 10 noch. Zangel Sepp, jetzt werden 12 endlich mitgehauen auf einen geilen Stream. Kinder, wir haben heute eine Mission. Heute muss der Biom-Boss fallen. Wir machen heute nur Hauptquest. Rein ins Viech. 11:20 Uhr ist bei mir 11:45. Geh auf! Sprengen! Nein! I don't believe you. 22:45 Uhr, sagen die. Im Osten ist 9:45 Uhr. Ja, im Osten stimmt's, ja, stimmt einiges schon, aber einiges auch nicht. 3/4, Leute. Es ist 3:11, ja sicher. Das macht auch Sinn. 3:11. 22:45 Uhr, wie sagt sie da dazu? 3:11. Es gibt ja Leute, die sagen 4:11, glaube ich. Aber ist 4:11 dann 4 nach 11 oder ist 4 vor? Ach, leg mir doch am Arsch. So, hier spielen. Mit Server verbinden. Birger Stream. So, hier, suchen.
So, Passwort. Moment, das muss ich selber schnell eruieren. Wie war das Passwort? Ich weiß es nicht mehr. Nein, das war's nicht. Warte, ich schau schnell. Ein weißer gespritzter Wein. Weißer, gespritzter. Was zur Hölle soll a Schorle sein? Und 3/4 Was zur Hölle soll eine Schorle sein? Habt ihr gesoffen? Also wirklich wahr. Nein, weißer Spritzer sagt bei uns keiner. Und wenn, dann sagen sie bloß Mana zu einer Mana. Ist geil, sind gleich mehr so wie ein Fünfer. Spickmeister! Bin ich schon da! Zeit ist mal mit Opfer, mehr so wie ein Zügel. Seeviech, mehr so wie 16 Monate. Wir sind böse Schurken, doch herzensgut, trinkt aus, Piraten. Joho! Stimmt, haben wir heute noch gar nicht gehört, pass auf. And the winds don't blow, and it's time for us to leave her. We'd be better off in a nice clean jail. Leave her, Johnny, leave her. With all night in and plenty of ale. And it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny. Okay, irgendwas ist abgefallen, ich weiß nicht was. Gradlbord! In Dänemark gibt es den Beruf der Smørrebrød-Jomfru, Butterbrot-Jungfrau, der sich mit der Herstellung und dem Verkauf des klassischen dänischen Smørrebrød wahrscheinlich befasst. Die Ausbildung dauert über 3 Jahre. Hashtag bitte danke. Herr Gradlbord. Gut, okay. Was soll ich jetzt da sagen dazu? Gradler, merci dir. Merci, Alter! Alter, 97 verfickte Monat, Mann. Leck mich an meinen extrem haarigen Sack. Grüezi, fix, Alter, 97 ist wirklich grenzdebil. Wir müssen eigentlich, haben wir mittlerweile schon den ersten mit dreistellig? Da müssen wir am Schluss vielleicht mal schauen, wenn ich noch dran denke. Herr Metzineder, danke dir. Kuss auf die Nuss. Mehr sage ich nicht. So. Meine Damen und Herren, das Passwort ist im Discord. Im Thread Windrose unterm Gameschmerz. Wer nicht findet, ist es nicht wert. Metzineder 97 Monate, das ist wirklich krass. Da habe ich jetzt kurz, glaube ich, 2 Sekunden braucht, bis ich realisiert habe, was da für Zahl steht, Alter. What the fuck ist mit dir, Mann? Stell dir vor, du lernst 3 Jahre Brot verkaufen. Ja, das stimmt auch wieder. Stimmt irgendwie auch wieder. Dreistellig ist 11 bis 20, oder? Herr Meier, ich weiß nicht, was man, verstehe ich nicht. Da der Icarus hat Ahnung. Hier. Nein, mit Sprudel ist alles Schorle, richtig. Weiß ich nicht, schützt deinen Dieselkanister, Leitungswasser, Sprudelwasser rein, dann ist die Dieselschorle. Nein, das ist mit allem anwendbar. Schützt den Badwan, weiß ich nicht, 40 Kasten überkingen, bist der Biergerschorle. Sehr legst. So. Wir spielen jetzt, sollst du auch fotzen, ihr Trottel. Ah! Na, wieso handeln wir? Ja, aber ich weiß auch nicht, was da passiert, Alter. Das muss ich irgendwann einmal umbauen, dass ich das von selber deaktiviert, wenn ich nicht drauf drücke. So, der Hackfleisch-Johnny, schau dir an. Ich bin jetzt lange in der Sonne angerannt, das ist aber nicht so tragisch. Da, sie haben den Shadowrunner, Battlecat, haben ja die ganze Zeit dieselben Leute dabei. Die wissen ja schon, wie es geht, die haben ja ein bisschen schneller wie die anderen. Muss wirklich da haben wir Dr. Galen, der kriegt erst einmal eine Sehne. Ah, das geht nicht, gell? Haben wir Playhead, das ist ein neuer. So, ich verlange natürlich wie immer, bitte stellen Sie sich vors Feuer, meine Damen und Herren. Shadowrunner war, glaube ich, auch noch nicht dabei. Hackfleisch Johnny war schon dabei. Battlecat war auch dabei. Ihr kennt euch aus. Schön in einer Linie aufstellen. Und dann schauen wir mal, wie wir den erst voll werden, oder? Ja, haben wir jetzt mal instant voll werden. Why are you Galen? Das ist seit langem mal was, was ich nicht verstehe, was man da sprenglich sagen will. Ich hab erst eine anreitige Bierschale machen sollen. Also, wer Sprudelwasser ist ein Bier einschüttet. Also, ich meine, die Zeiten sind lang vorbei, wo wir uns über irgend so eine dumme Scheiße aufregen, aber wirklich wer. Why are you gay? Why are you Galen? Jetzt. Why are you Galen? Why are you running? So. Echt? Haben wir bloß 3? Wo ist der Rest? Der ist wieder Split. Was Passwort? Codige Foodlapper, glaube ich. Da haben wir einen, der Joachim van Penny. Jawohl. Heute ist mir das Level ehrlich gesagt auch scheißegal, so wie das ist. Level ist mir scheißegal, oder wir killen halt den Biompost, den überreden wir einfach. So, das 5. sind wir. Oder wie viel haben wir jetzt?
Shadowrunner steht immer hier, damit ich weiß, wie viel das wir sind. Ein Stück, 1, 2, 3, 4, 5, 6, gehen noch 4 ab. Die werden wir noch zusammenkriegen. Ansonsten muss der Cyberfox und seine Aldi wieder herhalten. Info habe ich mit dem Chef aufgesprochen. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, aber bei Fragen sind meine Frauen hier im Chat verfügbar. Gegebenenfalls gibt es ab und an spoilerfreie dumme Kommentare. Du, ihr kennt einer haut ein Spoiler. Also ganz ehrlich, wer sich in Windschloss wegen Spoiler aufregt, der gehört halt auch mit dem Holzachs erschlagen. Heute nur 6 Sekunden Delay. Oh ja, stimmt, das probieren wir mal. Naja, das hast du selber nachgezählt wahrscheinlich. Ja, geh weiter! Das brauchst du mir nicht verzeihen, dass das alle sind. Was sind denn alle? Warte mal, ist vielleicht irgendjemand da irgendwo auf einer anderen Map gespawnt oder so? Vom letzten Mal noch erinnern? Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das gibt's ja nicht, das war den erst noch nie. Das ist jetzt sogar 5 Leute zusammenkriegen. Das kannst du mit deiner Besuch von Alten verzeihen. Cyberfox und Lea, ich fürchte, ihr habt ein Problem. Das glaube ich nicht. Außerdem, der Sidewinder Sepp, der probiert es wahrscheinlich auch schon seit 2 Streams. Wo sind denn alle? Hallo? Und dauert nicht so lang. Wo sind denn alle? Jetzt machen wir es das 6. Das ist mir wurscht. Schmerzt mir später noch, was wir nächste Woche machen. Herr Riesemeik, ja, das ist eine richtig gute Idee. Weil wir für nächste Woche wahrscheinlich sogar 2 Spiele brauchen. Eins, glaube ich, hätte schon so, was mich interessieren würde. Ich weiß nicht, ob das für Community was ist, aber das mich da jetzt interessieren. Schauen wir mal. Ja, perfekt. Jetzt habe ich extra noch einen Char gemacht und jetzt gibt es die Ansage, Level ist egal. Ja, sagen wir mal, bis Level 5 ist in Ordnung. Wenn jetzt du da mit deinem Level 30er Char reinkommst, der schon alle Biome durch hat, das ist ja Kacknudel. Bürger, hast du das Kopftier in deiner Haarfarbe abpasst? Nein! Die Gockelhaar von deiner Mom! Du fetter Huren! So. Nein, ich bin auf der Couch gesessen. Oh. Ja, okay. Ist der Channel für Kanalmitglieder? Ist der Channel nur für Kanalmitglieder? Mit dem Passwort? Nein. Selbstverständlich nicht. Es gibt hier keine Zweiklassengesellschaft. Die gibt es hier nicht. Nein. Das ist ein Threat. Unterm Gaming-Schmerz. Ich weiß aber, um ehrlich zu sein, nicht so 100% genau, wie man da reinkommt, wenn man noch nicht sagt. Wolfrick! März wird 52 Monate. 52 Monate ist schon hart. Dazu ein Witz. Warum können Deutsche keinen Schach spielen? Weil die Züge stets zu spät kommen. Lass jetzt einmal so stehen. So, ist mir scheißegal, ob jetzt da noch irgendjemand kommt oder nicht. Ich glaube, das Passwort ist Codige Foodlappball. Foodlappball groß geschrieben, großes F. Falls irgendjemand den Thread nicht findet. Tut mir mal schnell irgendjemand gefallen und kopiert aus dem Discord das Passwort in YouTube-Chat rein, falls die Leute nicht auf dem Discord sitzen oder sonst irgendwas. So, und wir machen jetzt Folgendes. Meine sehr verehrten Damen und Herren, stehen alle wunderbar umeinander. Wir machen heute Auftrag verfolgen, Rache wird am besten kalt serviert. Hauptquest. Thomas Richards hat meine Crew umgebracht. Bla bla bla, interessiert mich nicht. Finde 4 schwarze Punkte. Thomas Richards ist total paranoid. Er hat sich in einem Höhlenlager verkrochen und traut sich nicht mal seine Nase nach draußen zu stecken. Ich muss mir ein paar spezielle schwarze Punkte besorgen, um da reinzukommen. Wo immer wir die herkriegen, das werden wir schon finden. Jetzt machen wir Folgendes. Meine Damen und Herren, wir brauchen was zum Essen. Wir brauchen ein bisschen was zum Essen. Wir brauchen Kugeln. Zum Schießen und jeder baut sie so ein bisschen Munition einfach. Weißt du, was wir jetzt machen? Folgendes. Oh, der Herr Cartoon! Herr Cartoon! Ich glaube, du schaust zwar aus, das war jetzt Level 38, aber das wird schon seine Richtigkeit haben, das ist mir jetzt einfach wurscht. So, dafür schicke ich die gleich einmal zum Kupfer holen. So, jetzt passt so. Der Joachim weiß nicht so ganz, wo er sich hinstellen soll, aber das wird schon. Ich teile jetzt ein paar Leute, das machen wir genau 10 Minuten, nicht länger. Herr Cartoon, Herr Captain, Jack Sparrow. Bitte einmal ab in die Kupferstätte, so viel Kupfer holen wie es geht und sofort einschmelzen. Dankeschön. Da haben wir noch einen Fabi, den kriegen wir auch noch. So, Shadowrunner, Battlecat, Playhead. Ihr 3. Ihr geht's, aus was kann man sagen, Koa? Warte mal schnell, ich muss schnell selber in den Kicher reinschauen, was wir brauchen. Komm gleich, bin schon unterwegs, bin quasi fast fort. Na, das ist eine Waffenwerkbank. Was in der Kirche Waffenwerkbank tut, das weiß ich nicht. Wo kann man? Koha, da ist eine Kochstelle. Was brauchen wir noch? Kokosnüsse, Bananen, Dodo-Fleisch,
Pfeffer, Kartoffeln, Fleisch, Dodo-Eier. Jawohl. So, nochmal. Ich habe noch mehr aussehen. So, ich habe kurz mal schauen müssen. So, Fabi, weißt was du treibst? Ja, du schaust aus wie Level 180. Ja gut, wird dir nicht helfen. Fabi, du gehst ebenfalls. Abflug zur Kupfermine, Kupfer abbauen, los. Wir brauchen so viel Kupfer, wie es noch gerade irgendwie geht. Und übrigens Steine. Wenn ihr auf dem Weg hin und zurück Steine findet, ebenfalls mitnehmen. Abflug. So, jetzt nehmen wir euch 4, 5 eigentlich. Und da mache ich auch mit. Wir machen 2 Gruppen. Cannabis Hacks, Shadowrunner zu mir. Der Hackfleisch Johnny, der Player und der Joachim, ihr bleibt da. So. Meine Gruppen geht straight Richtung Norden bis da rauf. Eure Gruppen geht links an der Küste entlang. Und ihr da schlagt alles, was ihr findet. Wir brauchen Fleisch, wir brauchen Eier, wir brauchen Kokosnuss, wir brauchen Bananen, wir brauchen alles, was man so kochen kann. Wir brauchen Bufffood. Es ist einfach so geil. Es ist einfach so geil. Das ist einfach jeder keine Sekunde wird irgendwas in Frage gestellt, es wird einfach gelaufen. Los geht's! Warum hab ich eigentlich immer noch Hunger? Warte mal, ich muss noch was essen. Ich esse mal das. Und eine Banane lege ich auch noch dazu und dann passt das. So, los geht's. So, fuck in der Schlange, alles was irgendwie Essen gibt und so weiter und so fort. Eine ins Viech und reingeprügelt. Da ist Krebs. Kann der Krebs was? Kann der Krebs eigentlich irgendwas? Weiß ich nicht. Tatsächlich kann der Krebs was. Ich habe ihm 600 Schaden gemacht. Stimmt, Krabbenfleisch. Kann man brauchen. Da, hier, Todos! Wütender Dodo! Da ist der Schluck, du Huren. Ach, viel Ausdauer ist wirklich Gold wert. Aber das Zeug müssen wir natürlich schon mitnehmen, nicht bloß einfach der Schlang. Wieso nimmt er jetzt das Ei da nicht mit oder ist das ein Anzeigefehler? Weiß ich nicht. So, das machen wir genau bis um halb. Bis um halb rein. Dann kochen wir uns ein bisschen was zusammen. Bauen wir uns so viele Kugeln, wie es geht. Jeder nimmt sich dann so einen Stack Kugeln raus. Da haben ein paar Steine, also eine können wir auch mitnehmen, wenn es pressiert. Ansonsten brauchen wir Feuer. Da, hier, so Peppers. Oder was das ist. Können wir auch brauchen. Steine eingeglaubt und was weiß ich. So, wo hatten 4? Da ist irgendwas in die Stauern drin, ich seh's genau, eine Sau. Geh mir her, du Mistviech. Easy. Da kommt noch eine. Alter, der schluckt halt einfach auf 2 Schläge. Ja gut, da müssen wir leben damit, wenn jemand mit einem Heidschar kommt. Das ist aber jetzt auch nicht schlimm, das schaut wahrscheinlich auch gar nicht. Ich hab doch blockt, Kruzifix. Manchmal hauen die einfach durch den Block durch, das verstehe ich. Das war am Montag auch schon so. Scheißegal. So, absolutes Teamwork, sehe ich schon. Dann sind wir schon unterwegs. Jetzt muss ich bloß schauen, was die Kupferleute haben. Oh, die Kupferleute sind schon fertig. Oh je, die Kupferleute sind wahrscheinlich schon wieder fertig. Weil was da wieder los ist. Da waren wir schon drin. Weil die Kupferleute, da auch ein paar Steine zusammengereihen. Wir brauchen Steine, wir brauchen auch Steine. Zur Not bauen wir uns nämlich auch ein paar Kugeln aus der Steine. Da, hier, Küstendodo! Küstendodo, hast du dein? Das ist so schwarz zum Abschätzen. Cleaver, Johnny, Cleaver! Ja, ich seh schon, das bricht deine Rüstung. Jetzt habe ich das auch mal verstanden. So, da ist her. So, fucking Dodo. Fuck you, bloody, fuck you! Oh, da, hier, fucking und Peppers. Und der Eber. Ja, keiner Behax kriegt der Kocher nämlich nicht. So mag ich das. Wunderbar, noch mit 3 fucking gefunden. Die können wir auch brauchen für Fälle, falls noch irgendjemand wirklich Level 1 oder irgend so ein Blödsinn ist. Zum Rüstungen ausbauen, dass wir ein bisschen equipped sind. Ich kann mir nämlich ziemlich gut vorstellen, dass uns der Boss alle one-hit. So, wie spät ist? 24, 6 Minuten haben wir noch. Ich hab da gerade irgendeine Facke grunzen gehört, oder nicht? Kleiner Fikus. Gibt da gleich einen kleinen Fikus. Der Name ist ein kleiner Fikus. Wir schießen da umeinander wie ein Närrischer. Da haben ein paar Sachen. So, haben wir noch ein bisschen spreaden, Steine mitnehmen. Können wir sonst irgendwas brauchen? Da, hier ist noch Krabbenfleisch. Nimm ich mit, da liegt's. Nimm ich mit. Also da, hier ist Fackelhausen, Alter. Alter, was hat denn hier für ein krasses Schwert? Ich weiß nicht, was man will. Oh, Kartoffeln, Eiglauben, jawohl.
Fleisch mitnehmen. Dann kocht man sauber einen auf. Dann schaut das gut aus. So, wo haben wir jetzt da? Ja, ich glaube, dass wir schon langsam... Jetzt gehen wir langsam auf die andere Seite noch. Vielleicht da ist irgendjemand verreckt. Bin schon froh. Oh, da ist Zeug drin schon. Hi. Fleisch mitnehmen, Steine mitnehmen, Gras mitnehmen, das mitnehmen. Passt schon. Ich weiß nicht, wer da gestorben ist, aber ich hab gerade die Zeit zusammengeklappt. So, schön, bis dann. Blauer Dodo! Cleaver, Johnny Cleaver! So, jetzt haben wir schon drinnen. Easy going. Ah, ich glaube, da rennen wir jetzt rundum und dann langsam zurück aus und dann haben wir schon wieder so viel Zeit beieinander, dass das schon gelangt jetzt. Schauen wir mal. Jeder schwärmt aus. Also siehst du, ich hau jetzt den Steuer zusammen. Achso, das ist Schwefel, das ist ja ganz was anderes. Da brauche ich Eisenspitzhacke. Ton können wir überhaupt nicht brauchen. Der Inventar ist voll, hab ich schon gesehen. Aber ich glaube, ich habe alles dabei, so was es zum Sammeln gibt. Haufenweise Fleisch. Ich bin mir nicht sicher, ob der robuste Rapier besser ist wie... Auf was bin ich? Gegenstandsstufe 2, Gegenstandsstufe 8. Jetzt warte mal, Talente, Fortschritt. Ja, ich habe halt nicht in Präzision eingeskillt, sondern in Beweglichkeit. Aber ich habe Präzision 5 und Beweglichkeit plus 1. Also, warte mal. Ändern sie da dann Stats oder so? Nein, erhöht das Zeitfenster für perfekte Blocks. Oh, okay, dann nehmen wir doch den. Wer hat der zu? Ah, der gute Zustechrapier. So mache ich das. So, ich weiß nicht, was... Ich glaube, Rückrufung einberufen. So. Dann treffen wir uns wieder im Lager drin. Ich glaube, das geht. Beim Zug nehmen wir alles mit, was nicht bei 3 am Baum ist. Steine, Essen, vor allem Kupferzeug. Ich hätte gern Kupferkugeln zumindest. Eisen und so haben wir noch nicht. Meine Halsketten bringt mir die Stats, aber ich... Oh, tatsächlich. An die habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Oh, passt, dann nehmen wir ein Rapier. Ich weiß zwar nicht, ob das dann irgendwie mitskaliert oder ob man das überhaupt irgendwie sieht. Aber ist vollkommen wurscht. Ich hoffe das Beste. So. Meister Eber ist der Welt beigetreten. Ja, Herr Eber! Sie warten einfach an der Kiste, das wird schon passen. Wir nehmen dann ein großes Schiff, dann nehmen wir meins. Und dann segeln wir an die Stellen hin, wo wir hin müssen. So, was haben wir jetzt da alles? Haben wir. Ein bisschen einsortieren da. Das schaut schon ganz gut aus. Da ist auch noch Fleisch. Fleisch, der wir außer, da haben noch Kupferbad, das können wir alles da rein, da weg. So die Bausachen und so. Ja, die Waffen jetzt da vielleicht nicht. Stoff können wir da rein, da. Das ganze Fleisch sammle ich ein. Ich koche uns dann was Sauberes aus dem ganzen Graffe und dann nimmt sich dann noch jeder ein bisschen was raus. Vor allem die kleinen Chars. Ich nehme mal an, die anderen, die Chars, die schon... Kokosnuss nehme ich auch mit. Die Chars, die schon da mit Level, keine Ahnung, was daherkommen, die glaube ich, haben selber ein Zeug oder wahrscheinlich auch ein besseres Zeug. Schauen wir mal, da können wir einen Haufen Zeug reinmachen. Weg. Die Glocken brauchen wir. Was ist denn das da eigentlich? Matroseninsignien. Getragen von Seelein, das haben wir schon gehabt. Dann schaut das gut aus. Ansonsten, wer noch selber Essenszeug hat und so, Kochzeug selber, Apps. Ja gut, das ist ein Wahnsinn, wie viel das wir da kochen. Da kriegen wir Vögelchen. Kokosmilch mit Bananen, 5 Kondition. Was haben wir da? Vitalität. Erhöht die Max-Gesundheit, hält 15 Minuten an. Eier und Speck. Fleischspieß. Rauchige Note, gekochte Krabbe, Eier und Speck. Gibt halt auch 5 Vitalität. Was bedeutet das? Erhöht die maximale Gesundheit, hält 15 Minuten an. Erhöht die maximale Gesundheit, hält 15 Minuten an. Das wären ja beide. Hat das nochmal 5 mehr oder was? Und dann kochen wir das. Würziger Krabbenspieß, wie schaut der aus? 5 Stärke. Schon hier. Alles nehmen. Fleischspieß. Mama muss Simme. Alles nehmen. Eier und Speck. Wir haben so viele Eier. Wo haben die Eier alle? Eier, wir brauchen Eier! Dann haben wir noch eine Dodo-Brie. Da kochen wir auch noch. Stück 18. So, dann machen wir noch Kokosmilch mit Bananen. Da können wir auch noch 20 Mal. So. Dann haben wir da einen Haufen Zeug beieinander. Haben wir irgendwo Essenskisten? Ja, da. Da ist ein Haufen Zeug drin. Weg damit. Weg. Warte mal. Wird das schon da oben transferiert, ja.
können wir das da das. Und das verfrachten wir noch woanders hin. Wir teilt man Stacks in dem Spiel. Steuerung vielleicht, ne? Shift, ne? Wir können nicht da... Weiß das jemand? Mit Alt. Dann nehmen wir 5. Nehmen wir da 5 mit. Dann nehmen wir die 2 mit. Das tun wir weg, da. Also jeder so seine die 4 so Essenssachen dabei hat oder so. Schauen wir mal. Dann nehmen wir die mit. Und dann nehmen wir noch die eine Suppen mit. Und dann, meine ich, wird es hübsch gewesen sein. Nehme ich mal an. Ja, das wäre der Dänisch gegangen, oder? Da liegen nur so viel umeinander. Also einen Krabbenspieß habe ich noch keinen. Da ist mir auch noch 2 her und dann schaut das gut aus. So, wer was zum Essen braucht, ihr könnt euch da aus der Kiste was nehmen. Bitte nehmt es nicht alles, damit jeder ein bisschen was abkriegt. Und jetzt schauen wir noch da schnell. Irgendwo da ist eine Waffenkisten. Genau, die haben wir da oben. Und irgendwo haben wir eine Materialkisten. Genau. Da hat das nichts verloren, das nichts verloren, das nichts verloren. Ein Holzbrett, wo haben wir denn das her? Das hat nichts drin verloren, passt schon. Dann schauen wir das Zeug. Oh, das hat nichts drin verloren, das hat nichts drin verloren, das. Und das war wahrscheinlich ich selber, der die Scheiße da reingeklickt hat. Das schaut mir so ein bisschen nach Chaos an. Da haben wir den ganzen Pumps rein, den wir nicht brauchen. Weg. Was ist da oben drin? Da ist eigentlich... Warte mal. Er muss schon alles seine Richtigkeit haben. Dann springt der innere Monk wieder im Dreieck umeinander. Stehst du, das gehört? So, Holz raus. Das geht da noch einer. Schau her. So mal. Ein Lager müsste man noch bauen. So ein richtiges Lagergebäude mit jeweils 6 Kisten so übereinander mit einem Schädel dort. Das war schon cool. Herr Aslagard, bei welchem Boss bist du, Chef? Ich muss jetzt Streams schauen, Alter. Was soll ich da jetzt machen, Alter? Beim ersten halt. Wo war man? Hey, Escapflown, die habe ich komplett übersehen. Sorry, etwas spät, trotzdem Servus. Aber geilen Abend. Grüß aus Tirol. Grüß nach Tirol zurück. Merci dir. Und der Grantlerbord nochmal, die Sonne ist 400 Mal größer als der Mond, aber auch 400 Mal weiter entfernt, was sie gleich groß erscheinen lässt. Punkt. Danke, bitte. Haben wir jetzt weiß ich nicht, haben wir jetzt bei Was ist was? Herr Grantlerbord, du musst dich umnehmen in Grantlerbord, Bindestrich, was ist was? Wir haben beim Lagerboss. Das Cyberfox schreibt, Tipp, bei den Kisten einfach Q drücken zum Transferieren von allen gleichen Teilen, die schon drin sind. Ist bei mir X, deswegen funktioniert es nicht. Hab schon gefunden. Von außen? Wie von außen? Ach so! Ja, ich habe den zweiten Punkt noch nie gelesen, weil ich immer davon ausgehe, das ist Abbrechen oder irgend so ein Scheiß. Ah! Diese gut. So Leute, sind wir equipped? Wir brauchen noch ein paar Kugeln. Haben wir ein paar Kugeln? Weißt du das schon? Die Dinger da aus und die Dinger, vielleicht kann sich da jeder ein paar Barren nehmen und selber welche bauen. Jetzt ist bloß die Frage, wo man Kugeln, glaube ich, da baut. Ich glaube, an der Werkbank. Kugel, Kupfergeschoss. 6 ist jetzt nicht der Teufel. Oh, 30. Ja, die nehme ich natürlich schon. Die müssten eigentlich auch gelangen. Sagen wir so. Die muss man equippen, oder? Sondern nehmen wir das Eisengeschoss auch noch mit. Wo ich das her habe, weiß ich sowieso nicht. Schauen wir mal, da ist... wir haben ja so viel Zeug, das müsste dann mal sortiert werden. Und so viel Zeug, ich weiß, da haben wahrscheinlich wieder einige Leute dabei. Da haben noch Heiltränke herin übrigens. Wer noch welche braucht. Und was ist dieses für Graffel? Das weiß kein Mensch. Da ist noch blaue Rüstung, blaue Handschuhe, wer es braucht. Dann schaut das gut aus. So, und dann, jeder, der was zum Essen hat, ein bisschen Munition dabei hat und sein Equipment beieinander hat, lädt sein Inventar aus, damit man schmeißt das am Pony da. So, da liegt noch eine Kugel umeinander. Dann sammeln wir uns wieder am Feuer, meine Damen und Herren. Fahrt ihr mit dem großen Schiff, das da steht, her mit der Kapotten, mit der Fregatte, Season. Ja, Freunde der Sonne, wenn wir wieder ein halbes Battleship haben, dann fahren wir natürlich nicht mit der Catch, sondern mit dem Teil. Wer auch immer das der Herzog hat. Das nehmen wir. Das ist unsere Baustelle, meine Damen und Herren.
Das ist unsere Baustelle. Wer alles hat, dann stellen wir uns auf, dann schauen wir mal kurz auf Karten, ob noch irgendjemand umeinander wuselt. Der Meister Eber, der sucht sich nämlich eine Zeit zusammen, auf den warten wir noch. Und dann ist folgendes unsere Aufgabe. Erst einmal eine Entdeckung gemacht, neue Bauelemente verfügbar, eine Palme. Herzlichen Glückwunsch. 2 Sachen gingen ab, irgendwelche Samen gingen ab und da unten irgendwas von Viecher, aber ja, scheißegal. Scheißegal! Wir machen heute Hauptquest. Es ist zwar empfohlener Charakter Level 4, aber das kriegen wir schon irgendwie. Wir haben ja zu 10. So, das lese ich jetzt ausnahmsweise mal vor, dabei macht sich ja jeder ready. Thomas Richards hat meine Crew umgebracht, mein Schiff versenkt und mich ins Meer geworfen. Es ist Zeit, diesem Mistkerl einen Besuch abzustatten und die Rechnung zu begleichen. Und wenn ich schon dabei bin, hole ich mir das Artefakt zurück. Mit etwas Glück wird es mich von diesem Fluch befreien. Wunderbar. So, ist der Meister Eber auch da? Oder tut der Eber noch ein bisschen umeinander ebern? Was tut denn? Was tut denn? Meister Eber, ich weiß nicht, was du tust. Wenn wir jetzt da mit dem Schiff davor fahren, dann ist es geil, verstehst du? Ist er schon da, Shahi? Ist er schon da? Ist er schon da? So, möge bitte derjenige springen, der da hinten dieses Schlachtschiff aufgestellt hat. Wessen Schlachtschiff ist das? Ich nehme an, es ist ein Cannabis seins oder ein Fabi seins. Fabi! Naja, du schaust auch wütend aus mit hier Ritterrüstung und so weiter. Sind übrigens, muss ich kurz einmal erwähnen, das sind ganz coole Models. Weißt du, was mich das ein bisschen erinnert? Das erinnert mich so ein bisschen an den Style von New World. So das mit der Helm vor allem natürlich, aber auch so die Mischung aus Stoffbekleidung mit diesen Rüstungselementen da drüber. Schaut gut aus. Ja, Freunde der Sonne, wenn wir so ein riesen Schifferl natürlich hergeschissen kriegen vom Fabi, dann würde ich sagen, wir müssen ihr werdet jetzt die Scheiße doppelt und dreifach machen, aber das ist ja nicht mein Problem. Hey, Alter mal, was ist denn da unten? Rauche ich wieder am besten Kaltswert, finde 4 schwarze Punkte. Na ja gut, dann werden wir erstmal in den Norden aufsegeln, Kinder. Und da die sagen, Fabi, spring einmal für Ja, spring zweimal für Nein. Darf ich bitte... Was ist denn da das größte Schiff? Was ist denn da? Alter, was haben wir... Alter! Haben das die gleichen oder haben das... Was ist denn da größer? Haben das die gleichen? Ich seh's nicht gescheit. Was für eins ist denn da größer? Und besser equipped? Ich hab keine Ahnung. Die schauen mir recht gleich aus. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass das da fast größer ist. Mir ist aber auch wurscht. Ich sag's jetzt, wie es ist. Wir fahren mit dem Großen. Wem auch immer das gehört. Einmal springen heißt ja, zweimal springen heißt nein. Darf ich bitte fahren? Jetzt hab ich nach links geschaut und während Fabi und der Cannabis sind auch in die beiden Boote, gell? Hab ich mir schon gedacht. Dann gehen wir um und dann fahren wir auf. Und alles, was uns übrigens auf dem Weg entgegenkommt, wird über den Haufen gerasselt. Kann man da einfach so... Oh, das mag ich mir aber jetzt auch schon einmal bloß schnell. Weißt du was? Irgendjemand geht an Steuer und fährt schon mal grob los. Ist mir wurscht. Ich muss mir jetzt mal das Schiff anschauen. So weit werde ich nie kommen, das sagt der Ibis ist. So, da ist Crew unterwegs. Kann man da schießen? Schiffsbatterie? Oh, da kann man fein schießen. Oh, da geht etwas. Kinder, da geht es. Wo gehen wir da wieder raus? Ja, ja. Schauen wir mal. Das müssen auch... Das müssen auch Gleitbediener, das tun. Da kann man da unten auch noch rausschießen mit. Das war halt alles geil. Ruckling tut's ein bisschen. Aber gut, das ist einigermaßen verständlich, wenn sie 10 Leute auf dem Schiff bewegen. Boah, das hat sogar 2 Decks. Ich mag nicht mehr auf den Tisch schauen, das geht über alles kaputt. Nitro King, schöner Satz. Skull and Bones liegt doch in der Embryostellung unter der Duschen und wartet. Ja, ich glaube. In der Embryostellung und frisst der Tafel Schokolade. So, jetzt, ich hab da so eine geil beleuchtete Kapitänskajüte gesehen. Ist das die da? Oder ist die noch mehr so? Auf, meine Damen und Herren! Ja, das im PvP, Alter, es war so geil! Ohne NPC-Crew, sondern es war so stark, Oh, schau, wie krass der Mond ausschaut. Schau dir an. Männer sind so primitiv und glücklich, es ist so schön zu sehen. Gib uns ein Piratenschiff, gib uns einen Piratenhut. 10 von 10. 10 von 10. Aber die mag ganz schön schießen, ne? Wo fahren wir hin? Ah ja, vor den Süden oben. Ja, ist auch in Ordnung.
Ist auch in Ordnung, da müssen wir sowieso früher oder später hin. Okay, also da können wir uns wieder aufporten und dann können wir von da aus fahren. Die Strecke hätten wir uns übrigens auch schon sparen können, aber ist wurscht. Schauen wir mal da. Was haben wir da? Der Bierserker. Haben wir einen Brick und da haben wir der fette Mann. Mein Schiff ist gar nicht da, da haben wir ein Boot, da haben wir ein Birgers Busenboot. Ah ja. Hauptsache alle haben ein größeres Schiff wie ich, das ist wichtig. Aber irgendjemand muss mich ja carryen. Aber es ist so beunruhigend und schwach. Oh, davon gibt's eine Schlägerei! Ich will die Schlägerei! Kann ich mit dem Ding schießen da? Das Motor Cartoon. Batterie im Einsatz. Wer steuert denn das dann? Schiffsbatterie steuern. Lässt er mich nicht so wirklich. Da geht's nicht. Ja, jetzt halt. So, ich schieße links vorn. Warte mal. Die Anzeige unten verwirrt mich ein bisschen. Haben wir 5 Batterien, sag ich das richtig? Nach vorn, 2 nach links, 2 nach rechts, die bedient werden können. Oder kann ich da umeinander schalten? Warte mal. Nein, nicht wirklich. Ich kann auf meiner Seite auf überhaupt nichts schießen. Doch, da, jetzt gleich. Ich schieß deinen Arsch ein, Blackbeards, Sepp. Da geht's her, da, geh doch her. Geh doch her, nicht in den Trainer schießen, Leute. Ich sehe überhaupt nichts. Ich kann nichts sehen. Ja, bisschen noch dran, ja. Ja, wenn der nicht gesessen hat, dann weiß ich es auch nicht. So, wie lange dauert die Nachladerei? Weiß ich nicht, ist mir auch scheißegal. Und rein ins Viech. Alter, wir haben dermaßen overpowered, das ist ein Wahnsinn! 2 Salven mit 2 Kanonen und das Ding ist einfach voll in die Fresse. Ich schau mal, wo geschossen worden, die anderen. Oh, der Bierserker voll auch mit anscheinend. Kann man mit dem schießen? Nein. Mit dem schießen? Steuern? Ja. Nein. Oh, wie gut das auch ausschaut, wenn die Schiffe untergängen. Also als Model, dass das komplett gliert und so, das ist nicht ganz so geil. Das war natürlich ein Realist. Ich muss jetzt da mal von die scheiß Shanty ist weg, weil ich nichts mehr her, wenn ich selber schmerz. Das schaut ganz cool, aber wenn es dann so bricht so ein bisschen und so langsam untergeht mit der Gischt und so, das schaut schon cool aus. Wenn das Kleinkind wieder mit dem Essen spielt, kriegt man auch mal eine Breitseite ab. Eine Breiseite ab. Ja, was soll ich sagen, ne? Gegen Vogel. So, hier, Blackbirds Lastschiff. Ich sage immer Blackbird, warum sage ich immer Blackbird? In Eve gibt es ein Schiff, das heißt Blackbird. Ah, die linke Seite schießen wir, wenn es kommen, schießen wir es zusammen, wenn nicht, fahren wir einfach durch. Wir müssen hier Speedrun, meine Damen und Herren. Wir brauchen einen Speedrun. So, kann ich schießen? Nein, kann ich nicht. Wo sehen ich, wer da dran steht? Da steht wahrscheinlich Battlecat dran. Gut, Battlecat dann für die ganze vordere Seiten, also links, vorne und rechts, oder wie hat denn das hin? Das ist im Einsatz, da kann ich schießen, oder was? Ja, das scheint mir noch ein wenig zu verpackt zu sein, irgendwie. Ich konnte das nicht anvisieren da. Das ist als der Hitbox davor fahren. Was will man? Los, lass mich einsteigen! Ich mag doch bloß einsteigen. Da, hier, ich kann nicht einsteigen, wenn wir so schnell sind. Draufgeschissen. Fahren wir vorbei. Oh, das ist eh auf einer Insel. Irgendwann, da müssen wir vielleicht Open Field irgendwas tun. Speedbodeln bitte! Wir arbeiten dran. Wir haben übrigens eine schöne Galionsfigur. Was ist denn das? Oh, da kommt was, ey! Da kommt was! Da kommt was! Eine Bolzen ins Gesicht! Oh, da war ich spät, glaube ich. Ah, da waren wir spät, Ich kann nicht so weit links, Jetzt. Ah, die sitzt. Nein, die sitzt nicht. Die Steuerung. Dann nehme ich alles zurück vom Montag. Die Steuerung ist eine Vollkatastrophe. Da wo es dreht. Oh, leck, Alter, 12.000 Damage. Alter, wie schnell schießt man mir? Wieso landet die so schnell nach? Gib ihn! Ah, ich komm nicht mehr hin. Dann müssen wir da reinballern. Da gehst du her. Ja, komm. Ah, da gesessen. Hat ihm gesessen. Da versinken wir es gleich. Nachladen, schießen.
Ich glaube, ich habe ins Meer eingeschossen. Ich bin mir nicht sicher, ich schieße da hinten drin. Nein, ich schieße da nicht hinten drin. Der ist hier. Da kann ich hinschießen. Herr Grantelbord, was ist wahr? Du Vollidiot. Ja, aber Berserker darf man nicht umschießen. Berserker darf man nicht umschießen. Nächste Runde Feuer. Wo fahren wir hin? Ich glaube, wir landen gerade an der Insel, kann es sein? Hey, kann man mit den Kanonen die Ertrunkenen am Strand da schießen? Das war schon lustig. Das war schon irgendwie amüsant. Stirbt die Insel! Entert die Insel! Ich bin einfach untergegangen. Ja, das ist alles ein bisschen... Das ist zu 10 wahrscheinlich ein bisschen schwierig, dass da der Server mitgibt. Wie gesagt... Oh, haben wir jetzt ein Schiff verlassen? Ist es nur ein Blackbird-Schiff? Ist es ein Blackbird-Schiff? Oh, da kommen wir noch. Wir müssen noch mal zurück! Wir haben unser Schiff nicht allein lassen. Und meine müssen wir schießen. Ich schieße nochmal. Schießen ist lustig. Hier. Wahnsinnig Huhn. Schießen ist lustig. Wisten, da in die Fahrt hineinballern. Schaust auch wie drauf auf. 10k Damage. Absolutes Pro-Gaming, meine Damen und Herren. Pro-Gaming. So, die war zu kurz. Die Steuerung ist eine Vollkatastrophe, Kinder. So, aber der sitzt. Weg mit dir. Huhn. Du Huhn. Mehrere Schießen kommen. Jetzt kommen die anderen da hinten auch noch. Was ist da? Alter, wie geil das ausschaut aus der Entfernung, wie man mit den Dinger da schießt. Oder wenn die Schiffe selber schießen. So, jetzt, wo ist der Gegner? Da ist der Gegner, ich sag ihn. Der Level 2 Lastschiff, da hier, ich versenke den mit einem Schuss. Möchtest wetten? Und Gas. Ah ja, mit einem vielleicht nicht, aber mit der Stucke 2 schon. Gib ihm! Ist gleich fort. Und peng, peng! Peng, peng! Ah, weg mit dem Schund. Der Boaty McBoatface. Da ist noch einer! Oh, ich hab den geschossen, glaube ich. Ah, hab ganz gut gesessen, sehr gut. Haben wir gleich noch eine Salve, wo immer die herkommen, die kommen nicht aus. Wie schaut die Map aus? Ein Lastenschiff haben wir noch. Passt. Zurück zur Küste, meine Damen und Herren. Der kleine Bürger möchte bitte auf dem Boot abgeholt werden und zur Küste gebracht werden. Also Kanonenrudel. Rendiert sich der Loot, der da drin ist in dem Zeug? Weiß ich nicht. Fahren wir mir da gerade mit 4 besetzte Schiffe umeinander, sehe ich das richtig? Warte mal, mein Hund zerstörbar. Warte mal, Schnellreisepunkt, kann ich da direkt hinreisen? Sollte das vom Boot aus nicht gehen? Glocke auch gleich baut, ohne dass ich was sage. Ja, absolutes Pro-Gaming. Absolutes Pro-Gaming, Kinder. Hat das was zum Bedeuten, wenn der Loot golden leicht? Kommt der dann was Tolles? Weiß ich nicht. So, wir machen Folgendes. Wir gehen zuerst zu dem Fragezeichen und dann zur Quest unten. Wenn wir schon da sind, nehmen wir es auch mit. Vielleicht finden wir irgendeine tolle Waffen oder so. Ich springe jetzt da aus dem Schiff raus und dann geht's los. Wie schön, dass er eine Kerze ins Wasser einmacht. Schon schön. So, los geht's. Hier! Krabby McCrabs, kannst gleich mal... Ah ja, macht schon ein bisschen Schaden. Kann man schon... Oh, der Rapier mag auch ganz schön zuhauen. Aber jetzt leckt's ein wenig. Der Trüff. Man kann Wildschweine zähmen? Ist das ein Viech von uns? Deswegen Meister Eber? Das muss er mir etwas sagen! Geilste Scheiße ever! Wieso hab ich keinen Trüffel? Ich mag auch einen Trüffel. Naja, werden wir nicht mehr zum Singen kriegen. Ab zum Fragezeichen. Geil, man kann Viecher zähmen. Kann man alle Viecher zähmen? Also Dodos, Facken, im Meer haben wir noch nicht gesehen. Was ist da los? Was ist da los? Alte Truhe. Dekoration. Muschelbums. Keine Ahnung. Da haben wir auch noch was. Oh, da haben 4 Sachen drin. Ja, das nehmen wir mal mit. So, dann droppen wir den Scheiß wieder. Da haben wir schon was. Schauen wir mal. Müssen wir da ist noch eine Truhe. Kleiner Heiltrank. Nehmen wir mit. Können wir brauchen. Ich is einmal was.
Die ist einmal das. Und die ist einmal das, damit die Lebensleiste nicht ganz so kurz ist. Schön ans Barfoot-Dinger, aber wo ist die letzte Kiste? Oh, da müssen wir oben, hä? Wie kommt man da oben? Keller betreten. Wenn ich wieder verroge, dann bin ich wieder der Erste, der verreckt. Wahrscheinlich. Oder waren da Viecher und oh, ich seh, habt's wahrscheinlich schon wieder der Schlang. Was haben wir hier? Oh, antiker Kelchtopf mit Hörnern. Was ist denn das für ein Zeug eigentlich? Ich muss jetzt mal schnell schauen. Antikes Räuchergefäß. Ein seltenes Artefakt eines antiken Volkes, das allen Widrigkeiten zum Trotz erhalten geblieben ist. Kann in Ruinen gefunden und an Schmuggler verkauft werden. Okay, das ist so Kohle, Geldware, ich verstehe. Da werden wir noch Tortuga müssen, da waren wir noch nicht. Nenn einmal dein gezähmtes Pferdl, dann Lasagne. Ja. So, ich hoffe, wir haben alle einigermaßen beieinander, weil da hinten schaut es ziemlich wütend aus. Das ist die falsche Richtung, hoppala. Ab zur gelben... Da springt noch jemand umeinander, habe ich irgendwas übersehen? Das Wildschwein ist ein Spezialitem, das ich im zweiten Gebiet durch ein Event bekommen habe. Ah. Okay. Ja, aber cool. Es war nur noch interessant, ob das, wenn das stirbt, dann weg ist. Ja gut, wütender Mob, ab zur gelben Quest! Na, lass mich schauen, mal ein bisschen weiter links, da oben, die Richtung. Die Richtung. Wütender Mob! Ich kann's schon sehen! Ich seh's von da schon! Ah, wütende Dodos nehmen wir auch mit. Fix, das Arschloch haut aber zweimal zu. Ah, der Rapier mag schon ganz schön zuhauen, so ist das nicht, gell? Wenn es stirbt, ist es nicht weg, es gibt Ripper. Ja, gut, stimmt. Wenn es weg ist, dann kreist es über dem Feuer. Das kann man immer wiederholen durch Hackfleisch, Johnny! Johnny, no! Ja, gut. So, lasst mal unsere etwas höherleveligen da einfach vorlaufen, die regeln das dann schon. Ja, genau, das schießt mir erst einmal ins Gesicht. Nee, und das Ausweicher-Ding, ganz nice. Hab ich jetzt. Oh, das gefällt ihm gar nicht, wenn man mit dem Rapier im Bauch sticht. Da noch irgendwann, da ist noch einer. Ah! Oh, das war knapp, aber da trinken wir einen Heiltrank, dann haben wir gleich wieder voll. So, da schauen wir doch gut aus. So, jetzt gehst du mal her da, dann schieße ich den noch in die Fresse und Puls. Oh, das macht ja gar keinen Schaden. Ich schieße einfach, ich bin zweite Linie, ihr macht es schon. Hat schon irgendjemand ist gestorben? Kisten ausräumen, nehmen wir mit. Da hinten waren noch Kisten, glaube ich. Jetzt müssen wir 4 so schwarze Oh. Oh. Hier. Oh, mit Bajonett schon hin. Inklusive Bajonett. Ja, bist du deppert. Oh, haben wir mir eine Wiederbelebungszeit gebaut. Da ist auch noch eine Kiste herin. Gefechtsreparaturset, Kanonenraumgrog. Dann haben wir den Scheiß jetzt weg, den Scheiß weg, den Scheiß weg, haben wir zum Saufordern, den Scheiß weg. Mein Musketen da ja auch weg. Scheiß der Hund drauf, braucht das keine Sau nicht. Nehmen wir das und das mit noch. Und dann meine ich, schauen wir mal, 3 von 6. Muss ich da jetzt alle Kisten finden oder wie ist das gedacht? Schauen wir mal, da ist noch eine Kiste, kistige Kiste. Schwarzer Punkt! Ich habe gefunden, schwarzen Punkt. 4 von 6 aber immer nur noch. Da noch Kiste drin. Ne. Da hinten funkelt noch irgendwas, aber das sind Glühwürmchen. Ein Glühwürmle. Das wollen wir nicht. Das ist nichts für mich. Haben wir noch Kisten? Da waren wir noch nicht davon, meine ich. Kistige Kiste wo? Vielleicht auf die Schiffe? In die Schiffe vielleicht? Mal schauen. Player ist schon unterwegs. Sprinty McSprintersen. Mit da auf. Ja, das ist schon ganz cool gemacht, wenn da diese Fleckerl da. Oh, schau hier, Ausrüstung des Flibustiers, sagt man da so, ich weiß es nicht. Angriffe verbrauchen 20% weniger Ausdauer, erhöht den Schaden durch Einhandwaffen um 15%. Ja, voll geil. Jetzt muss ich bloß schauen, dass wir mir da nicht unsere Freibeuter. Ja, genau. Hier, Flibustier.
Ja, die Schuhe kann ich nicht so wirklich brauchen dann. Weil dann verliere ich den Bonus, erhöht die Chance auf kritische Treffer um 10%. Ja, scheiß auf kritische Treffer, da machen wir lieber so. Da habe ich lieber mehr Ausdauer, das sagt er ich. Ja, und in einer oder mehreren Kisten sind die Punkte versteckt. Ja, ich verstehe. Jawohl, haben wir Level 4. Schau, wir leveln wir sogar noch auf dem Weg. Easy going. Ist da, jetzt haben wir, wie viele Sachen habe ich? Jetzt haben wir es. Schau her. Abenteuer. Kaltzebiet. Finde 4 schwarze Punkte. Ich habe aber erst 3. Müssen wir jetzt da oben segeln, sage ich das richtig? Was haben jetzt die da für ein Problem? Die sollen sich verpissen da draußen, das ist mir wurscht. Gibt's da herum 4 Punkte zum Finden oder müssen wir jetzt an den anderen Punkt? Nimm die, dann kriegst du Buff 2, das schwarze Mal, das schwarze Mal, das schwarze Mal, ja. 2, hab ich nicht gesagt? Hab ich nicht 3? Warte mal. Ich hab tatsächlich. Dann gibt's wahrscheinlich am anderen Punkt noch 2, oder? So, das zeigt da Teil des. Was ist das? Teil des Dschungel-Überlebenskünstlers. Ja, das passt. So, hier, Fortschritt. Jetzt kann man mal ein bisschen was in Beweglichkeit investieren. Auf alle Fälle mal ein Punkt. 2 Punkte in Beweglichkeit. Vita und Kondition. Das schaut für mich gut aus. Und dann haben wir, wie viele Punkte haben wir da? 2 Stück. Nehmen wir da verleiht nochmal zusätzliche Ausdauer. Und was haben wir da? Wenn du in der Nähe von 2 oder mehr Gegnern bist, erhältst du 4% Nahkampfschadensbonus. Blocken verbraucht 15% weniger Haltung, erhöht die Nahkampfschadensresistenz um 6%. Was haben wir da? Erhöht die Chance auf kritische Treffer. Ja, haben wir letztes Mal schon ein bisschen durchgeschaut, gell? Wenn du eine kritische Stelle triffst, verursacht dieser 5% Bonusschaden. Das ist mal zwingend Durchbohrungsschaden. Passive Nachladegeschwindigkeit von Waffen um 5%. Schneller schießen, schneller gut. Ich bin mehr so der Schießerer, weißt du, wie es ist. So, jetzt müssen wir weiter, oder? Ja, nicht alle Punkte sind an meinem Mord. Du musst zum anderen Punkt. Da brauchen wir, glaube ich, nicht. Jetzt warte mal, holt's mal ein Boot her. Wir porten uns jetzt zurück. Und so nah ans Geschehen, wie es geht, sparen wir uns ein wenig Zeit. Achtung, sollte ja aus dem Boot gehen. Hoppala. Schnackler gehabt. Wir porten uns wieder nach Hause. Los. Und fahren wir von da erneut los. Skillpunkt auf weißer Spritzer, den habe ich schon. Neu von Haus aus. Und dann hervor an der Spitzen, wieder rein in das gute Bredelboot. Moment. Lad's ein Inventar aus. Sehr guter Punkt. Hat wahrscheinlich auch irgendjemand geschrieben. Ich hab's was wieder nicht gelesen. Selber wieder nicht dran. Schauen wir mal, was haben wir da so? Ja, diese Artefakte und den ganzen Bums. So, eins noch mal. Endliches Deponieren. Nein, ich möchte, das ist ein Krampf. Nein, das ist ein Krampf. Haben wir da irgendwas Nützliches drin? Nö. Was haben wir da drin? So, wo ich weiß halt nicht auswendig. Weißt du, was cool war, lieber Entwickler? Wenn man 1 Sekunde oder 2 Sekunden lang auf die Kisten drauf tut, dass da nicht bloß das Menü kommt, sondern eine Mini-Vorschau, was da drin ist. Das war cool. Das war wirklich cool. Haben wir nicht irgendwo so wertvolle Sachen, so mit einem Diamanten drauf, oder ist mir jetzt wurscht? Stiefel rein, das Klump rein, das. Das nehme ich mal mit, wer weiß, vielleicht kann man es brauchen. Das und das. So, passt schon, ausgeladen. Jetzt können wir mal schnell schauen, wo war Rüstungsverbesserung? Wo hat man das mal? Was ist denn das da eigentlich? Seemannsrucksack. Oh! Ich brauche 2 Kupferbarren. Haben wir mit 2 Kupferbarren? Ja. Und dann bauen wir uns den Seemanns. Es wird eine Station mit höherer Stufe benötigt. Wie kann man das machen? Wie kann man das upgraden? Wie kann man die Station upgraden? Werkbank, bin ich schon wieder blind oder du hast keine Gegenstände zum Auffüllen? Auffüllen, reparieren. Da muss dem Baumenü was dazu. Ach so. Warte mal. Aufbewahrung, Betten, Pfeiler, fortfertigte Strukturen, Boden.
Das wird das Klump da sein, gell? Pass auf, wo ist denn die Standardwerkbank? Zerlegungstisch. Ich möchte einfach bloß einmal selber mal kurz durchscrollen, damit ich es einmal gesehen habe. Das ist die Waffenwerkbank. Wo ist die normale Werkbank? Das ist Werkstatt für Kleidung. Das ist die Werkbank und das ist der Sägebock. Werkbank Upgrade. Funktioniert. Was ist das Ding da? Muss ich das im Umkreis von der Werkbank dazu bauen oder wie hat das hin? Dann zwicke ich das bloß da irgendwie grob dahinter hin. Ich probiere das jetzt einfach, ist mir wurscht. Machen wir so. Ah, schau hier! Alles nehmen. Dann nehmen wir den größeren Rucksack. Haha, nice! Nicey McNicesten innerhalb der Kugel. Hab ich mich schon wieder. Es ist doch schon Level 2. Wo? Das ist überhaupt nicht Level 2. Jetzt ist Level 2. Vorher habe ich das Ding nicht bauen können, oder? Erzählen Sie mir keinen Stuss. Kopfschuss. Das warst aber nicht du. Was ist dann das da für ein Scheißding? Sägebock. Was tut der Sägebock? Ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal. Leute, wir verpissen uns aufs Schiff, weil fahren wir zum gelben Punkt, sonst können wir nicht neu. Da können wir nicht neu. Na, passt eh. Kugel vom letzten Stream. Ist aber auch schon 2 Tage her, das kann man schon mal vergessen. So. Jetzt mag ihr mal fahren. Hier, Birgers Busenboot. Wir schauen mal aus. Ich stelle mir jetzt da mal her. Wo müssen wir hin? Geradeaus und rechts an der Insel vorbei. Meine Damen und Herren, bitte treffen Sie sich am Schiffsbums ein. Nicht ins Hammerfall reinfallen. Das tun wir nicht. So, das ist wahrscheinlich auch ein wenig. Ja, geil ausschauen tut's schon. Da kannst du sagen, was du möchtest, gell? Kruzifix nochmal. Aber ihr kennt Resi 1 zu 80% auswendig nach 30 Jahren. Ja, was soll ich machen? Sind wir schon unterwegs. Wer cool ist, fährt zwischen den 2 Inseln rechts durch. Ich bin nicht so cool. Was war mit einer Kugel am Montag? Was für eine Kugel? Wollen nicht mehr. Schauen Sie eine Armada an. Ab wann ist man eine Armada? Wie viele Schiffe braucht man, um eine Armada zu besitzen? Weiß ich nicht. Aber was schießt denn da? Müsst ihr mir sagen. So, Kinder. Ab Richtung Norden. Oh, nicht ganz. Ich hätte so gesagt. Nord-Nordwest, meine Damen und Herren. Sorry, Präsident Stiefel 1. 200 Schiffsschwein ist da. Ich hab schon gesehen, der Trüffel ist da. Das ist der wichtigste Mann am Platz übrigens. Trüffel, wichtigster Mann am Platz. Wo schießt du hin? Lass halt die arme Insel in Ruhe. Überleveltes 3K-Schiff von Tortuga. Ja, natürlich. Werden wir komplett outlevelt. Aber wir müssen heute auch den Boss umbringen. Das muss ein wenig schneller gehen. Weißt du, was ist? So schauen wir hin, das dauert 3 Stunden, bis wir da oben sind. Geht der Welt und da hätten wir eigentlich von da aus segeln können. War das kürzer gewesen, weiß ich nicht. Aber ein bisschen links, ein bisschen Backboard. Ach, das Einzige, was ich mir am Montag erinnert mit der Kugel, ist, dass die Muskete, ist es jetzt eigentlich eine Muskete, ja, dass die 2 Schuss braucht anstatt 1. Das ist eigentlich das Einzige, was ich noch weiß. Du hast das Lagerfeuer abgebaut und wolltest am Turm stellen und hast gefragt, wo man bauen kann. Ich habe gemeint, außerhalb vom Kreis und du, weil am Turm das nicht ist ein Kreis. Es ist, und der Sprengi schreibt wieder Sphäre, jetzt weiß ich, wo wir sind. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Bin ich schon stark. Alles gut. Kenn mich schon wieder aus. Weiß ich tatsächlich nicht. Aber einfach das Wort Kugel in den Raum werfen und dann erwarten, dass ich weiß, von was das labert. Weißt du, wie es ist? So, warum ist jetzt da so eine rote Schraffierung? Ah, Blackbeards Gewässer. Begegnungsstufen 1 bis 5. So, Kinder. Schießt ihm da einmal sauber die Breitseite. Ich mache einmal, gebe es euch stelle es euch links her. Machen wir ein bisschen langsamer. Bitte einmal in die Fresse ballern. Ah, schön. Der kehrt natürlich eine Uhr. Ja, genau. Und schon schlafi. Schiff müde, Schiff schlafi. Ist das Schiff hier oder ich weiß jetzt auch nicht. Kommt da noch einer? Seh nix, ist schon fort. Hammerfall macht den Rest, das passt schon.
Ich drehe, ich versuche halt zum Dran. Es geht nur nicht. Oh, verlorenes Fass, aufnehmen. So, jetzt sind wir über den Haufen gefahren und jetzt gibt es ja die Breitseite von der anderen Seite. Ja! Sauber die 20k to your face, du Kasperlkopf! Wo wir wieder beim Thema aber riesig uns nach 30 Jahren auswägen können. Ja. Das eine war wichtig, das andere nicht, verstehst du? Bei dem anderen geht es nur um Kugeln, Alter. Was soll ich machen? So, also ich bin jetzt natürlich ein echter Pirat, und da ich mich mit diesem Schlachtschiff da einfach da quer an die Insel hinstellen und alles zusammenbauen, was da ist. Ich sag mir übrigens Zeiger, ich lenk schon, ich lenk ein wenig links, ein wenig bloß, fette Mann nicht, Oh, das war knapp. Hackfleisch Johnny, der lenkt das Ding schon. Kann man ein bisschen auszoomen, war geil bei den fetten Riesenschiffen, weil so sechst du einfach gar nichts. Herr Grant, der hört nicht auf mit Donations, aber solange wir zur Insel hingurken, Herr Grantelbart, Herr Allgäu-Zocker, erst einmal merci für 59 Monate. Herr Anonymous, die größte Pizza der Welt war 1300 Quadratmeter groß, insgesamt 68.000 Stücke und fast 4 Tonnen Käse. Merci für 1 Euro. Herr Grantelbart, die größte Pizza der Welt, also Anonymous und dann nochmal, verstehe ich nicht. Merci dir. Nochmal der Grantelbart, die berühmte spanische Armada bestand aus etwa 130 Schiffen. Die heutige Armada Española umfasst 95 Schiffe. Das ist auch noch Holzschiffe bei den Spaniern, ich bin mir ja noch nicht sicher. Ob das schon was Gescheites ist. Brems! Da feiert sie nix, da haben wir noch alle aufgegangen. Die haben wir noch alle wieder zurückgeschoben. Da haben wir ein bisschen ein Lack of Detail. Da gehören Seepocken und noch nicht. Und dann sollte man seine Crew Kielen holen lassen können. Dann ziehst du noch einmal um den Bug rundum und dann soll er da bloß noch einen Strich Lehm haben. Das nächste, was ihn anschaut, bringt ihn um. So, ein Wiederbelebungszelt, meine Damen und Herren, bitte. Ich sehe, ich brauche nichts sagen, ihr seid sowieso schon dabei. Ich hau auch irgendeinen Baum zusammen, damit ich auch irgendwas Produktives gemacht habe. Hier. So. Easy, Charlie. Guckst du. Da muss man da noch mit drauf drischen, hat's geheißen, gell? So. Ich und mein Holz. So, passt, Wiederbelebungspunkt. Festlegen. Schauen wir mal auf die Karte. Das ist ziemlich nah. Das Fragezeichen lassen wir aus. Meine Damen und Herren, bitte stürmen Sie die gelbe Zone. Wir stürmen jetzt die gelbe Zone. Habe ich eigentlich ein Brustband so? Immer noch dieses überlebende Ding da, gell? Boah, ja, geil. Und dann ziehst du ein Skelett hinterher. Das war wirklich lustig. Ja, was der mal mit die Fucking, los mal die Fucking sein. Scheiß auf Fucking, Alter. Scheiße mal auf Fucking. So, Bufffood einnehmen. So, hier Bufffood eingenommen. Und dann ab dafür. Gibt's auf der Insel irgendwas Tolles? Weiß ich nicht. Wir werden sehen. Ich lasse euch sowieso viel reden. Ich schieße mit meiner brandneuen Muskete einfach von hinten in den Haufen rein. Ist gut. Bin ich wieder der einzige Trottel, der jetzt da ist, oder was? I will kill you, das glaube ich nicht, wenn du nicht das Lauf verfängst. Ich hab dein Knie schon mal geschossen, ich hab's genau gesehen. Jai. Alles gleich rüber, der Haufen! Das war Wahnsinn, das war übrigens cool, wenn Gegner Loot droppen da. Jetzt mein Haufen, Mann! So, was müssen wir jetzt da finden? Da müssen wir auch wieder 6 Kisten finden. Da ist einiges los, du. Ah, schwarzer Punkt. Sexy. Good old sexy time, wunderbar. Ich suche dabei, Leute. Ihr schlachtet Leute und ich suche sie um. Haben wir da noch einen Besen? Ich habe ihm ins Gesicht eingeschossen. Ich war zu langsam. Ja, das ist aber schon cool, wenn da jetzt schon diese Basen da so groß sind. Oh, Seemann, was nicht mehr viel Leben. Und ich habe nicht mehr lang. Ja, oh. Ich hab blockt, Kruzifix! Ja, ist schon gegangen. Was haben wir da? Irgendjemand ist gestorben. Das müssen wir da hin. Oh, benötigt ein Richards Crew-Schlüssel.
Okay, auch coole Mechanik, warum nicht? Es ist bloß die Frage, wo wir den finden, weißt du schon? Donnerbüchse, Schießpulver oder Eisengeschosse, her mit dem Scheißdreck, die nehmen wir dabei auch mit, solange wir einen Platz haben. Gute alte Donnerbüchsen. Gute alte Scheißhausbüchsen. Was noch? Wie haut das hin? Ich mache jetzt absichtlich, schalte Richards Crew Truhen frei und plündere sie. Da muss doch mit Sicherheit irgendwo einen Keller unter dem ganzen Bums da geben, oder? Ja, sag ich doch. Sag ich doch, das hätte mich gewundert, wenn das bloß so... ja, da haben wir noch eine. Schwarzer Punkt. Rache wird am besten kalt sein. Ich mag natürlich aber auch die Kisten aufmachen. Wo ist ein Richards sein Schlüssel? Richards Crew Schlüssel. Den brauchen wir. Zweite Karte Blackbeards Mannschaft und Guinea, was auch immer das ist mir wurscht, irgendeine Goldmünzen. So, 2 Dinger gingen noch ab. Die Frage ist jetzt, wo könnten die sein? Es ist relativ symmetrisch aufgebaut, alles. Da herin ist nichts mehr. Wer hat den Schlüssel eingesammelt? Also, wenn ich es richtig verstanden habe, dann gilt der Loot, was man finden kann, für jeden Einzelnen. Also, da kann jetzt nicht einer den Schlüssel klauen. Nehme ich an, hoffe ich. Falls doch. Tipp, beim Looten gibt's oben so einen Strich-Button, damit nimmst du alles auf einmal, schau's mal in euer Inventar, vermutlich hat den Schlüssel wer eingesteckt. Also ich hab keinen Schlüssel. Die Schlüssel droppen die Leute. Ach so, die Gegner droppen diese Schlüssel. Okay. Schaut mal jemand ins Inventar. Weiß ich, alle am besten. Vielleicht hat ihn irgendjemand aufgeklappt. Einmal Lucky, da wird den erst immer einer droppen, oder? Oder muss man da Glück haben? Es gingen aber generell auch mir nur 2 Dinger ab. Mit dem Schlüsselsymbol. Die Schlüssel droppen die Gegner. Also Gegner mit dem Schlüssel, haben ein Schlüsselsymbol drauf ab. Das, da habe ich jetzt nicht aufpasst drauf, ob da irgendein Bahn gehabt hat. Sag ich, wie es ist. Da liegt vielleicht was, ne? Ist das Ding notwendig? Ist das Ding wichtig für den Progress oder so? Die Schlüssel waren... Der Cannabis hat einen Schlüssel. Der Cannabis hat einen Schlüssel. Cannabis. Kannst du das dann für alle aufsperren oder... Oh, hab's gesehen. Das sind 4 Stück oder was? Warte mal, ich sperre auf. Geht das dann für euch auf? Pläne, geflochtene Fenster und Türen. Ich sag den Pfeil da oben schon mit alles nehmen und ähnliches nehmen. Das hab ich schon realisiert, das hat mir der Cyberfox gerade gesagt. Ich mag bloß aber gern zumindest eine Sekunde mit dem Mauszeiger über die Items geht, zum sehen, was es ist. Cannabis! Also auch gerne mal du wieder her zu mir, du bist der Schlüsselmeister. So. Da. Ich hab einen Schlüssel hingeworfen. Müsstest du aufgenommen haben, sollte passen. Sollte passen! So, hier, Abenteuer. Infiltriere Richards Lager. Endlich habe ich die schwarzen Punkte. Zeit, dem Hauptlager der Piraten einen Besuch abzustatten. Aha. Wo müssen wir hin? Wo ist das Hauptlager der Piraten? Wo ist das? Muss ich da zuerst verfolgen drücken? Hauptlager wo? Infiltriere Richard. Okay, das ist wieder 2 erst unten. Okay. Kinder, zurück zum Boot. Zurück zum Boot, porten wir uns ganz runter und fahren wir runter und machen wir... Oder ist das schon die richtige Quest? Gibt es noch einen Boss dann noch Turm bauen? Ich denke schon. Irgendwas wird schon noch umeinander gebaut. Irgendwas bauen wir noch. Aber weißt du, was ich gerne machen möchte? Ich möchte ja eigentlich... wie haben wir es genannt? Ein Catch Royale. Es war halt so cool. Es war so cool, wenn man sich gegenseitig versenken kann. Wo laufen die eigentlich umeinander? So, da lang müssen wir. Eine Kiste kann man noch looten. Weiß ich schon, ich hab's schon gesehen. Ist mir wurscht. Sag ich, was ist, halt uns bloß aus. Ich möchte zu dem Boss. Wie viele Quests haben wir noch zu dem Boss? Ist es überhaupt machbar? Cyberfox. Ich brauche Informationen. Ich brauche Informationen. Jetzt darf er gern wieder jemand anderen fahren. Ist mir wurscht. Ich schieße auch gern. Für einen Quest ist das egal. Ja, gut, passt. Jetzt geht mir 5 Meter vor der Haustür, geht mir jetzt da meine Ausdauer aus. Ja, also es ist schon wirklich frech.
Skull and Bones darf sie wirklich in Grund und Boden schauen. Das ist jetzt schon die Quest für den Boss. Ach so! Ja, dann. Dann machen wir folgende. Ach, ich muss mich ins kleine Boot. Wir fahren ja nicht runter, wir porten uns runter. Tu mal K. Boot. Ich springe in mein Boot. Ich bin in mein Boot gesprungen. Komm eigentlich bis zum Meeresgrund daher. So, wir porten uns. Wo haben wir da die Infiltriere Richards Lager? Da, wir haben da unten einen Portstein. Ich warte auf euch. Ich warte auf euch. Aber in Skull and Bones fliegen die Kugeln, Kurven, vergiss das nicht, das stimmt. Das muss man einfach auch mal anerkennen. Das ist wirklich utopisch. Die armen Schweine, die das Spiel machen müssen. So. Boot. Ich fahr mit dem Boot zum Boot. Was war denn das große Boot? Ich weiß es nicht mehr. Möchtest du mir erzählen, du schwimmst schnell, wie ich mit meinem Boot fahre? Weiß ich jetzt auch nicht. Das ist der Berserker, das große Schiff, ist mir jetzt nicht wurscht. Ist mir wurscht. Berserker, klettern, da haben wir. Fahren wir mit der Berserker, das muss klauen. Hey, muss klauen, Buben. Ich warte auf der Berserker auf euch. Du hast halt bei Windrose keine geilen Minispiele zum Baumhaken. Das stimmt auch wieder. Ja, das ist schon ein wenig langweilig. Möchtest du ein Fechtduell? War auch geil. Leute zum Duell außerfordern. Es gibt so eine wirkliche Piratenhauptstadt, die riesengroß ist, wie es in so einem MMO. Also ohne Scheiß. Liebe Entwickler auf diesem Planeten, warum kommt denn keiner auf die Idee, ein Piraten-MMO zu machen? Mann! Mit anständigem PvP, mit anständiger Open World, die zwar instanziert ist, aber einfach schlau programmiert ist, dass es sich nicht so anfühlt. Ohne Scheiß, Mann. Kruzifix. So, wir müssen übrigens, ich hoffe, ihr seht, wo wir hin müssen, wir sind unterwegs. Also, ganz ehrlich, das hat wirklich Potenzial. Simato schreibt es auch. Crews, also es gibt keine Gilden, es gibt Crews. Man muss sich wirklich um sein Schiff kümmern. Das eine Gilde bauen muss und so ein Scheiß. Das war so geil. Es war so geil. Aber nein, der Ubi Hard muss wieder umeinander scheißen, verzeiht mir irgendeine Drecksscheiße von wegen True Quadruple A. Dann stehe ich da und mache Minispiele und meine Kanonen schießen um die Kurven. Also weißt. Ach was, einfach frech sein, WoW kopieren und dann Piraten. Ja, natürlich. Aber bitte nicht Retail WoW kopieren, das war toll. Das war saugeil, Leute zum Duell außerfordern mit so einem halbaktiven Kampfsystem, so wie es da ist. So wie es ein New World war zum Beispiel, da ist ja auch einigermaßen gegangen am Schluss noch. Das war so geil. Es war so geil. Und alles darf ein wenig dauern, ja, nix Schnellreise, bla bla bla. Du fährst mit deinem verfickten Schiff von A nach B. So wie sie sich gehört. Das war so geil. Verdammt nochmal. Ich war so gern nur ein viel größerer Streamer. Ich war gern so groß wie weiß ich nicht, wie ein Iceman Gold oder so, der die Kohle dafür hätte. Das anzustoßen und das irgendwie ins Rollen zu bringen. Das war so geil. Und ich check nicht, warum es keiner tut. Ich kapier's nicht. Ich meine, es kriegt doch jeder den Hype mit von Assassin's Creed, Black Flag damals schon. Jeder hat den Hype mitgekriegt zu Skull and Bones. Der hat zwar gnadenlos versagt, aber ist ja wurscht. Und wenn du absaufst, nicht drin, ja, wenn du absaufst, ist dein Schiffi. Ja, dass das Bedeutung hat. Wenn die ganze Crew da... What the fuck happened here? Hammerfall! Mann, Männer über Bord! Hammerfall! Männer über Bord! Ich schwimm! Was ist denn jetzt passiert? Hat sich jemand rausgehauen? Ich schwimm! Ich möchte schwimmen! Was ist denn jetzt mit unserem Riesenboot passiert? Was passiert? Na, Hammerfall! Ja, ich bin schon da. Passt schon, bin schon da. Wunderbar. Passt schon. Ruf dein Schiff. Nein, niemals. Das ist ja nicht realistisch. So nicht. So, haben wir schon da quasi, oder? Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. So, wieder. Runter vom Boot. Eine Glocke bauen, bitte.
und ein Zelt. Wenn möglich. Habe ich eigentlich irgendwie Ressourcen dabei oder so? Nö. Nicht genügend. Ja, dann hacken wir umeinander. Los. Los geht's. Los geht's. Weg mit dem Schund. Oh, ich rede wieder mit dem Holz, mit dem Storhack umeinander. Da haben wir sie schon. Können wir da Glocken herbauen? Haben wir Glocken dabei? Da brauchen wir Glocken, glaube ich. Ich habe Glocken. Wird mal richten und Schnellreisepunkten verwendet. Moment, ich habe Glocken. Wie bauen wir das Ding? Das ist das da, gell? Ich brauche 20 Holz. Meine Damen und Herren, ich brauche 20 Holz. Damit ich auch mal was da hab. Wie viel Holz kriegt man aus dem Scheiß da raus? Der Joachim hat mir gerade zu dem Treibholz aufnehmen. 15. Haben wir das Ding noch schnell zusammen. Wie viel Holz haben wir? Nicht genug Ressourcen. Ich brauche Pflanzenfaser brauche ich noch. Pflanzenfasern brauchen wir auch. Oder das war jetzt das Zelt, oder? Was ich da wieder angeschaut habe. War das wieder das Zelt? Ja, was? Was brauchen wir da? Jetzt schon. Ja. Haben wir Glocken schon dort? Nö, ich baue die Glocke hier hin. Kann platziert werden. Noch 5. Ach so. Ja, ist mir wurscht. Ist mir wurscht. Die ziehen wir jetzt da hin, weil es mir wurscht ist. Das wird schon passen. Für gut dann. So, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Wieso wird denn auf der Minimap das Gayboot gezeigt und auf dem Map das, glaube ich, mal wieder ein kleiner Bug gefunden. Aber gut. Sind wir geschickt oder was? So, einmal Bufffood reinfressen. Bufffood rein ins Maul. Dann will wir nicht gleich komplett umfallen und dann möchte ich den wütenden Mob stürmen sehen. Herr Chris, ich hab's schon gesehen. Ich hab's schon im Auge. Ich hab's schon im Auge. So, und da ist jetzt der Boss drin, oder was? Ich möchte, dass es... Der haben wir das einmal ein bisschen koordinierter. Ein bisschen koordinierter. Wenn wir den Boss mehr einmal One-on-One probieren. Das wird sicher gut. Das wird sicher sehr gut. So, Steuerung ist Ausweichen, gell? Ein bisschen weiter oben müssen wir, Entschuldigung. Herr Gerald von Plötze, Chat. Oh, endlich habe ich es geschafft. Habe heute selber 12 Stunden live gewesen und jetzt am dicken Zuschauen. Love it. So, schaut also, der plattert die Dicke dem langzuderten Dicken zu. Merci für den Resub, Alter. So. Wo ist der Boss? Bring mir den Boss. Was willst du? Oh. Hättest du schon fast gehabt. So, da ist da der Boss drin. Hol mal schnell einen Topf ab, oder was? Eingang zum Versteck. Schon wieder Untote, stinkt nach ihnen. Nee. Durchzwängen. So, wo sind wir? Da bin ich jetzt gespannt. Lass mich mal schauen. Prepare to die! How about you prepare to die? Oh Mann schon. So, Boss wo? Was ist das da? Was ist das? Feuerschale der Prüfung. Untersuchen. Ich werde es gerne untersuchen. Was ist das? Was ist das? Was macht das? Muss man da irgendwas reinstecken? That's what she said. Ah, jetzt ist es auf. Oh! Okay. I'm coming. Lass mich mal probieren. Ich mag einmal probieren. Auf Steuerung ab. Was ist denn jetzt passiert? Wo bin ich denn jetzt hingeflogen? Den kannst du allein vollkommen knicken, Alter. Bist du besoffen? Drauf an! Den kannst du voll vergessen, die Bomben waren nicht. Kann man die Scheiße blocken? Ja, die rote nicht. Kann man Herren blocken? Du versuchst die ganze Zeit. Nein, die Bomben waren nicht gut. Geh weg. Da wirft's bloß leider übereinander. Hat man da einen Cooldown zum Heilungsdringer? Ja. Heiliges Kanonenrohr. Aber geil. Aber das ist wirklich... Nein, es geht. Einen Tag habe ich gebraucht. Für den Boss oder was? Da kannst du ein zweites Mal machen, glaube ich. Der hat zwei... Gut, wir haben auch... Ich bin unterlevelt. Was ist denn die Level-Empfehlung? Jetzt warte mal. Was ist denn die Level-Empfehlung? 4. Okay, das dauert eigentlich...
Das darf eigentlich gehen. Schaltet Vorgebirge-Erkundung frei, schaltet die Herstellung von Gegenständen ab Stufe 6 frei. Ja, meine Damen und Herren. Easy going, Alter. Aber allein, solo! Da muss ich ganz ehrlich sagen, da darfst du schon warm anziehen. Mit so vielen ist es ja fast Cheaten. Nein, das ist Cheaten. Das ist nicht fast Cheaten, das ist Cheaten. Ich kann mir auch vorstellen, dass der zu viert nicht ganz einfach ist. Juwelierbank haben wir gekriegt schon, ja. Und man muss Vorgebirge. Das ist jetzt ein neues Gebiet, oder wie? Ganz ehrlich, das darf mich schon auch noch interessieren. Was haben wir da? Fragt Dr. Galen um Rat. Verfolgen? Jetzt mag ich da mal schauen, was das noch so gibt herin. Da wird der irgendeinen Loot fallen lassen. Ne? Hoppala. Bin ich mit der Maus an der Tastatur gefahren. Was haben wir da? Gibt's da irgendwo was? Der muss doch was droppen, oder? Der muss doch irgendwas geben. Oder ist das da hinten seine Schatzkammer? Wollen wir da nicht kommen? Oh, was haben wir hier? Robustes Großschwert. Ja, also Zweihänder gefällt mir nicht so gut. Aber ich finde den Ansatz schon mal ganz geil. So, dass es auch zwei verschiedene Waffentypen gibt. Also Einhand und Zweihänder und Schießen und so weiter. Aber es braucht halt noch so eine Rolle wie in Dark Souls. Oder halt in Elden Ring, je nachdem. Was haben wir da? François! Piasta! Was haben wir da? Luxusartikel. Kann an Schmuggler verkauft werden. Ja, das schaut teuer aus. Das schaut episch aus. So. Hab aber immer noch nur 2 von 4 Sachen gefunden. Da liegt noch was. Da geht's ja noch weiter, oder? 4. Karte, Guinea. Und da haben wir noch was. Oh, 3 Spitz des Schützen. Was ist das? Sprinten, Springen und Ausweichen verbrauchen 30% weniger Ausdauer. Erhöht Fernkampfschaden, die ist geil. Die ist geil. So, 100 XP haben wir gekriegt. Das passt auch und damit ist es fertig. An der ersten Kiste vorbeigelaufen. Ich hab mir schon gedacht, da bin ich vorbeigelaufen. Hab ich nicht gescheit geschaut, da hab ich bloß vorwärts geschaut. Okay, cool. Coole Geschichte. Jetzt müssen wir da mal die Flibustier. Was ist, wie spricht man das aus? Ich weiß nicht, was ein Flibustier ist. Was ist denn ein Flibustier? Herr Grantlabort, was ist was? Flibustier. Was soll das? Herr Plötze, mir ist für 22 Monate. Halt, du Chat! Hallo, hab ich noch gelesen? Wulfrig. Mein Tschau. Schlitzi mit Fleischwurst, mein Schiff, Abknall von hinten. Wo hinten ist er langweilig. Das sind so Nebenquests. Karte, Entdeckung. Auf was ich da Lust hätte, das habe ich vor dem Stream kurz gespannt, da bin ich kurz auf dem Server und glaube ich, ja meine Damen und Herren, wir haben einen Boss gelegt. Jetzt ist die Frage, jetzt müssen wir uns irgendwas ausdenken, was wir tun. Jetzt stehen wir da. Schauen wir uns noch das neue Biom an. Ich möchte sehen, wie die Umgebung ausschaut, wenn die nicht so wenn es ein Vorgebirge ist und kein Dschungel. Mehr hätte ich sehen, wie die ausschaut. Hätte ich jetzt gesagt. Und dann porten wir uns heim und dann überlegen wir uns irgendwas, was wir bauen. Also ich habe nicht gemeint, dass wir da so schnell da sind. Mir ist suggeriert worden, das dauert länger. Turm bis zu den Wolken. Ich schätze auch, dass das dann unser Ziel ist. Aber ich möchte das neue Biom hätte ich noch schnell gern sehen. Das war cool. So, gehen wir zu Glocken, porten wir uns nach Hause. Außer es gibt da noch irgendwas. Gibt es da irgendwas Tolles? Gibt es da irgendwas Tolles? Wir haben da einen Schnellreisepunkt da. Warum haben wir da einen Schnellreisepunkt da? Hat den da jemand hingebaut oder ist der von Haus aus da? Warum ist da ein Schnellreisepunkt? Da ist kein Schnellreisepunkt. Ich glaube, da werden wir betrogen. Ich habe das Gefühl, meine Damen und Herren, da werden wir betrogen. Das ist wahrscheinlich ein Fehler. Na gut, dann gehen wir zurück auf konventionellen Weg. Links müssen wir um. Was ist denn da? Da haben wir einen Aussichtsturm. War da schon ein Baum? Was gibt's im Aussichtsturm? Was gibt's da? Generell, da gibt's da was. Gibt's da was? Den mag ich jetzt noch schnell anschauen. Komm gleich. Ich komm gleich. Wie? Da kommt man nicht auf. Was ist denn das für Aussichtsturm? Tolle Wurst. Tolles Würstchen, sag ich da. Nein, es ist kein Fehler. Der Portpunkt befindet sich in der Höhle. Ich werde nachsehen gehen. Ach, okay, die ist dann haben die Sachen aber nicht instanziert. Was ist denn das für Blödsinn? Tipp, in der Höhle beim Boss ist der Schnellreisepunkt. Okay, ja gut, das macht auch einigermaßen Sinn. Hätte ich ja selber drauf kommen können, muss man auch mal sagen. So, ich port mir jetzt nach Hause und dann, jetzt warte mal, Kuriositäten, ja. Weißt du, was da cool war? Das glaube ich macht, Sea of Thieves macht das so. Das habe ich nicht lange nur gespielt, dass ich es 100%ig weiß, aber ich glaube. Was da richtig cool war,
Es warten Landkarten, so Schatzkarten, wo nicht bloß einfach ein random Scheiß draufzeichnet ist, so wie jetzt da, die schauen alle 4 gleich aus, sondern wo wirklich eingezeichnet ist, so grob, wirklich von einem Amateur. Map, übrigens. Map. Und man dann so markante Anzeichen hat, grob zeichnete Insel und da grob eingezeichnet wo. Und dann vielleicht noch eine zweite Zeichnung, so mit der Hand 3 Palmen, die sie überkreuzen oder irgend sowas. Und da in der Mitte, weiß ich nicht, 30 Schritte Nord, 10 Schritte West und dann Chrom. Sowas war so cool. Mann, Piraten! Warum können wir nicht einfach Piraten sein? Verdammt nochmal! Verdammt nochmal! Wenn Piraten nicht cool sind, wer dann? Küsten, du kannst mir auch mit dem Arsch lecken, du Pimmel am Arschloch! So, jetzt halt. Wird schlecht bei prozedural generierten Maps? Na. Da wird ein Pulo gelegt an Anzeichen und so weiter und dann erstellen sie die Karten passend dazu selber. Da ist der Dr. Galen! Richards wird uns nicht länger belästigen, aber es gibt ein neues Problem. Israel. Hans. Hat ihm das Artefakt abgenommen, wer hätte das gedacht? Während bla bla bla, sollte aber, wie kann ich dir helfen? Keine Ahnung, geh weg jetzt da. Ich hab keine Zeit zum Lesen. Nochmal ein Problem. Wo ist denn? Ja, Israel. Neuer Auftrag. Was haben wir da jetzt? Durchsuche die Piratenlager im Vorgebirge. Da müssen wir bis da runter. Dann müssen wir bis da runter. Wo haben jetzt eigentlich alle? Die haben alle daheim. Abzuglocken. Schnellreisepunkt. Ich glaube, mir kann man den Schnellreisepunkt eigentlich auch wieder abbauen. Das ist so wieder, wie es ist. Zack, kriege ich die Glocken wieder. Ja, Gott sei Dank. Okay, muss ich mich halt vom Boot porten. Das geht schon. Chill mal. So, machen wir so. Weil beim Boss ist da eh eine, das können wir uns sparen. Dann kurz nach Hause. Israel Hands Figur aus der Schatzinsel, das weiß ich nicht. Ich glaube, also ich behaupte für mich, den Namen her jetzt zum ersten. Oh, das ist ein noch fetter, das Schiff. Wem gehört denn das Ding, oder war das Ding von vorher? Ich glaube schon. Wieso ist denn da Tierze? So nicht. So, wenn ihr jetzt ready seid, einfach wieder da aufstehen. Kriegen wir schon. Hat der jetzt da nochmal was, oder was? Hat das recht. Ich tue da bloß schnell unmöglich. Ja, ich mag's nicht lesen. Ich mag halt den Träger, ich lese nicht. Ja, das dauert aber auch 3 Stunden da. Bittere Pille, Auftrag aktualisiert. Ja, wird schon alles seine Richtigkeit haben. So, da ist alles voll. Jetzt machen wir es einfach so. Ich mag natürlich nicht alles abgeben, ne? Das nehmen wir mit. Ja, scheiß einfach voll, weil es eh wurscht ist. Den behalte ich mir. Das können wir vielleicht noch brauchen. Das nehmen wir auch mit. Das lassen wir da und dann passt es. Jawohl, die Crew ist ready. Dann da ich sagen, ich glaube das Vernünftigste, wir müssen ziemlich weit südlich. Ich möchte einfach da eine Runde Glocken aufbauen. Wir porten uns jetzt an den südlichsten Punkt. Was ist das da? Erste Karte von Blackbeards Mannschaft, Auftragsort. Und dann segelt man komplett volle Kanone nach Süden. Volle Kanone! Ich möchte nämlich sehen, wie das Vorgebirge ausschaut. Ich möchte sehen, wie das Feeling ist von der Umgebung. Vielleicht mögen das einige andere auch sehen. Und ob das, wie soll ich sagen, Ansporn genug ist, dass man weiter tut. Darum, ab zur Glocke, meine Damen und Herren. Und dann porten wir uns ganz oben, rein ins größte Schiff, das wir haben, und Abflug. Halt, stopp, da ist Glocken. Und dann bauen wir Turm! Vom Feeling bestimmt ein gutes Gefühl. Vom Feeling her eher ein gutes Feeling. Der Cross schreibt, habe ich da gerade Israel und Probleme nur am Satz gehört? Kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Ja, es kommt in anderen Bewegbildproduktionen eventuell nicht so oft vor. Und wenn, dann macht's kurz zipp. Also falls wir uns die nächsten 4 Wochen oder die nächsten 12 Monate nicht sehen, dann wisst ihr warum. Und wenn wir uns nie wieder sehen, dann erst recht. Ich bin weder suizidgefährdet noch irgendwas. Ich glaube, da schwimmt man wirklich schneller als man... Was ist denn jetzt so das größte Schiff schon wieder? Ich glaube, da mag ich aufhören.
Da mach ich auch der Biersjäcker. Der Biersjäcker macht das schon. Gerade hoch. Hoppala, jetzt habe ich das wirklich gesagt. Weißt du, das sind einfach zwei Paar Stiefeln, was ich sage und was ich meine. Ich glaube, dass es mir grundlegend einfach scheißegal ist. Sollen sie sich chillen hauen, die Trottel. Solange es nicht mein Problem wird. So, Freunde der Sonne, das muss jetzt brauchen wir Gas. Wir segeln heute so weit, wie wir noch nie gesegelt sind. Das ist wirklich weit, verdammt nochmal. Haben wir da mit dem Boot nicht schnell? Wie schnell fahren so ein Boot? Schiebe ausschaut. Geile Gesichtsfrisur. Sehr lang in der Sonne gewesen. 4000 km/h Boot! Eine Bodeln! Kann man da nicht ein wenig anschirmen oder so? Da ist auch wieder eine ganze Flotten unterwegs. Blackbeards Gewässer, Stufe 1 bis 5. Ich nehme mal an, die Viecher auf der Vorgebirgeinsel oder was weiß ich, vielleicht ist es ja komplett Festland, haben auch Stufen her wahrscheinlich. Die gehen ja nicht bloß bis 3 oder 4, die werden wahrscheinlich ab 5 losgehen. Die Biersjäcker ist das schnellste, müsste 22 Knoten fahren. Auf was für einem Schiff haben wir jetzt? Wir haben auf der Biersjäcker und Hammerfall. Ja, das sehen wir schon, wer schneller ist. Wer als erster da ist, hat gewonnen. Oh, der Fabi oder Helebade schon hin. Helebade ist, ich rede jetzt von in echt übrigens, eine Helebade ist wirklich die größte Drecksau-Waffe aus dieser Zeit, die es, glaube ich, jemals gegeben hat. Herr Köbel, Herr Wolf liegt schon wieder, mein Chart, habe ich noch gelesen. Gott sei Dank habe ich es noch gelesen. So, hier, erstmal einen Hut sauber aufsetzen. Und nun ein Lied, stimmt, Sea Shanties, wo? Oh, kann die da am Schiff was bauen? Boah, das war halt grenzdebil narrisch in einem MMO in dieser freistehenden Art auf seinem Schiff was bauen zu können. Warte, ich muss weiter hinten gehen, dann hören wir es besser. Warte. Der Flipnase, genau das tat man. Genau das tat man. Wir taten einfach einen Turm aufs Schiff draufbauen. Und dann fährt die ganze Zeit. Dann fährt die ganze Zeit irgendwo am Arsch der Welt so ein 5 Kilometer hoher Turm rum. Dem keiner mehr was tun kann. Wenn der Bade dumm ist, ist er nicht mehr so ein heller Bade. Jetzt check ich's erst. Warte, ich stelle mir jetzt zu die Sea Shanties und geh einfach, okay? Bis dann. Upon the seas I've seen the cannons glaring flash, I've heard its thunderous roar. Though now I'm turned adrift to starve upon my native shore. Ja, ich bin ehrlich da. Was ich mich noch frage, Kraken wo? Stimmt. So Sea-Monster und so ein Scheiß war auch noch geil. Wo man auf die Schiffe anstatt die Kanonen, so, das stellen wir hier so, jetzt muss ich ein bisschen ein Stückchen weggehen, aber sonst verstehe ich mich selber nicht mehr schmerzen. Da sind Blackbeards Kanonenboote schon Level 10. Aue. Ja, Level 6 bis 10. Aue, das wird jetzt sagen. Da stellen wir hier wieder vor. Jedes Schiff hat verschiedene Slots pro Deck. Irgendwelche Slots, wo man Kanonen einstellen kann. Vielleicht vorne aus kann man sich entscheiden, ja, da kann man Kanonen hin tun. Oder so Walfangknarren, wo man dann Seeungeheuer fangen kann. Und es war so geil. Und dann gibt es zwei Fraktionen. Es gibt, ja genau, der Icarus schreibt es eher so wie in One Piece. Es gibt Marine, das ist quasi die Allianz. Und es gibt Piraten, das ist halt Horde. Es war so geil. Alter. Warum macht denn das keiner? Hä?
Okay, wir müssen gar nicht. Wird's doch zum Schießen? Da wird's zum Schießen! Schießen, wo kann ich schießen? Ich mag schießen, ich komm zum Schießen. Batterie im Einsatz. Wird's überhaupt zum Schießen? Da, der Trüffel ist auch schon völlig außer sich. Der Trüffel schwimmt hinten noch. Ach du Kacke. Oh, die schießen zurück. Die schießen zurück. Kann man da irgendwie irgendwo behilflich sein? Ich kann nichts machen. Leute, ich kann mit dem Ding umschießen. Ihr Wichser! Ich hab tatsächlich Schaden gemacht, lol. Ihr Wichser! Die macht tatsächlich Schaden. Da, ich schieße ins Gesicht einer Huren. Das nächste Mal enter die, das ist doch schon klar. Komm hier und schießt in der kreisliche Goschen, du Huren. Der Trüffel ist eigentlich die Notverpflegung, das weiß er bloß noch nicht. Wenn du zu viel Guinness trinkst, bist du danach auch Blackbeard. Das ist ja der Blackschiss. Schürzt das Schiff halt zusammen, ist schon fort schon hin. So, wir landen mal an der Insel. Landen wir einfach an der Insel, da brauchen wir nicht ganz abgefahren, das kostet wieder sauber zu viel Zeit. Dann haben wir wieder keine Zeit für den Turm. Einfach da an die Insel landen, ich mag ein bisschen umeinander laufen, damit ich noch schnell anschauen und dann fahren wir wieder heim. Bester Satz, die schießen zurück. Ja, das haben sie vorher nicht da. Das haben sie vorher einfach nicht da. Da haben sie einfach auf einen Schuss gestorben. Sehr schön. Schon faszinierend, wie viel besser eine Beta ist wie ein Quadruple-Spiel. Also wir brauchen uns ja gar nicht unterhalten. Also Skull and Bones war einfach, da sagt man erst einmal, was Skull and Bones für eine beschissene Frechheit war. Also ist ja wohl ein Witz. Und dann kommt irgendein 0815 Indie-Entwickler und haut aus dem Nix das da raus. Also, da brauchen wir nicht mehr nachdenken. Da brauchen wir wirklich nicht mehr nachdenken. Aber ja, er schaut schon nicht komplett anders aus. Ich meine, der Strand schaut aus wie ein Strand, das ist egal. Was haben wir da? Ein Dodo, was ist das für ein Level? Da gibt es auch bloß wieder die behinderten Scheiß-Dodos. Kann ich nicht glauben. Wir müssen mit dem Berg rein. Ich rede jetzt weiter, wie ein narischerweise wissen mich. Wo sind die Viecher? Ja, schaut doch schon ziemlich ähnlich aus, gell? Also so recht unendlich viel Unterschied ist jetzt da nicht. Was ist denn da unten los? Was ist denn da so eine komische Muse? Küsst da noch! Stirb! Ah, das sind die Blärme, glaube ich. Gibt's da irgendwas besonders Tolles? Schauen wir mal so ein Fragezeichen an. Haben wir Aloe? Nein, leider nicht. Gell? Das schaut sehr, sehr, sehr ähnlich aus. Oh, die sind Level 8, Vorsicht, Leute. Die sind Level 8. Isst mal was. Wir haben wahrscheinlich sowieso One-Hit. Schießt mir ins Gesicht. Wo ist meine Knarre? Knarre raus. Ah, hier ist mir ins Gesicht eingeschossen. Geh mir in der Höhe. Wie? Der trifft nicht. Was soll das? Wo ist noch einer? Was gibt's da dann so für einen Loot? Kupferspitzhackel, okay. Wie viele Dinge haben wir? Truhen, 5 zum Finden. Das da finde ich ist auch ein cooles Konzept natürlich mit diesen Ruinen, wo man die Sachen da suchen muss, aber das müsste nur ein bisschen abwechslungsreicher werden. Ich finde, im zweiten Biom darf nichts gleich ausschauen. Das Ding mir ich so. Es ist noch in der Early Access und keine Ahnung, aber so bis auf ein paar Bergerl ist jetzt da nicht recht viel anders. Was ich meine? Da haben auch wieder Palmen und unser Klump. Schauen wir mal da oben, was da drin los ist. Da haben wahrscheinlich wieder die Besen. Schießt dir mal ins Gesicht. Unteroffizier. Du wirst gleich ins Gesicht eingeschossen. Okay, das interessiert ihn. Das interessiert ihn genau gar nicht. Acceptable. Ist nicht so schlimm. Der hat sich nicht runter, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm, wie ich gemeint habe. Ist nicht so schlimm, wie ich gemeint habe. Ihr habt nichts gesehen. Sie haben nichts gesehen. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. So. Verdammt nochmal. Oh, was ist da los? Wieso ist denn da so ein Brunnen? Was kann man mit dem da? Wieso ist da einfach mehr Brunnen? Meine. Ja, klassischer Akt 2, Wüste.
Nein, ich finde so, da müsste dann auch, weiß ich nicht, da müsste dann auch der Bewuchs rundherum ein bisschen anders ausschauen. Der kann meinetwegen schon gleich funktionieren. Also du haust ja einen normalen Baum um und keine Palme und kriegst auch nur Holz. Vielleicht ein bisschen mehr, weil wir schon im zweiten Biom sind und so. Aber ansonsten, ja, ob man da auf den Berg aufsteigen kann und so, das waren alles so Sachen, da wo ich mir denke, das war interessant zu machen. Der Brunnen der ewigen Jugend. Ich denke ja, ein Brunnen mitten in der Stadt, wo kommt das Wasser her? Haben wir eigentlich jemals herausgefunden, wo das Wasser herkommt? Haben die zwei Bösewichte da jetzt immer noch unten oder haben wir schon erschlagen? Ja, haben wir schon erschlagen. Irgendjemand hat mir ganz klump gestohlen. Nein, da nicht. Was ist denn das da? Objekt tragen. Nein, das mache ich nicht. So, gib mir Zeug wieder her. Oh, müssen wir da jetzt was in die Luft springen? Was passiert, wenn ich da in die Spitze... Au, ja, okay, bin schon Start, Mann! Verdammt nochmal! Was passiert, wenn ich in die Spitze laufe? Ja... Das, was ich erwartet habe, was passieren soll, was in alle anderen Spielen nie passiert. Was haben wir da? Wir tun das wieder weg. Rechte Maustasten halten zum Zielen und dann... Wir tun das wieder weg! Ah! Herr Fridolin! Hauen Sie sich hinein. Ich wünsche Ihnen was. Gute Nacht. Auf E? Oh, tatsächlich. Oh, es gibt eine Schlägerei, es gibt eine Schlägerei! Oh, Schlägerei! Ah! Der hat saugeil, ich loot dabei. Oh, der ist wütend. Nein, lass das! Nein, nicht sterben! Ah! Oh, dann ist er nur wütend, warten unsere Carries. Nein, der ist echt wütend. Die kite die da einfach rundum. Da schluckt's den Huren. Holt's ihn schon. Da ist ein Goldbarren drin. Haben wir sonst irgendwas Tolles gekriegt? Da was drin? Ist da was drin? Entschuldigung, ist da was drin? Nö. Naja, gut. Aber auch cool. Ja, mit so kleinen Rätsel und so, das darf halt viel früher anfangen, finde ich, mit dieser Rätselerei. Das ist ja ein cooler Game-Content eigentlich. So, irgendwie gingen noch 2 Kisten ab. So, wenn es da nicht schafft, durchzulaufen, dem ist dann auch nicht zu helfen. War ich da hinten schon? War ich nicht mehr. Da drin? Da ist auch nichts drin. Da ist noch Kisten. Kiste! Auch nochmal eine Goldbahn. Und dann geht man noch eine ab. Die ist wahrscheinlich auf der anderen Seite. Zeit für einen Turm, hätte ich auch gesagt. Nehme ich das noch mit, so. Neue Stufe 5. Da schaust du, skillen wir noch schnell. Wie viele Punkte haben wir? 4, 1, 2, 3, 4. So, Talente, weiß ich jetzt auch nicht. Scheiß aufs Talent. Was haben wir da? Da haben wir alles aufeinander gebaut. Passt. Jetzt gehen wir wieder rauf. Wo kommt man rauf? So, Seil. Ist auch cool, dass man Materialien braucht, dass man irgendwo hinkommt und so. Ist schon nicht schlecht gemacht, kannst du sagen, was du möchtest. So, Kinder, es ist Zeit! Die letzte so langen Turm zum Bauen, bis es nicht mehr geht. Nehmt alles an Holz mit im Inventar. Nehmt alles an Steinen vor allem mit im Inventar. Was braucht man? Ja, wir brauchen hauptsächlich Holz, das müssen wir noch auftragen. Und zwei Leute bauen, 2 Leute und der Rest tragt das Zeug auf. Anders wird's nicht laufen, meine Damen und Herren. Musst schon weiter rein, um die neuen Viecher zu finden. Ja. Aber dass gar nichts Neues jetzt da war, das war ein bisschen enttäuschend. So wie es ist. Schaut alles recht gleich aus, bloß mit ein bisschen paar Phasen und so. Aber ich kann schon verstehen, warum man das so gemacht hat. Hey, geregnet hat's auch noch nie. Schön, da schauen sogar alle Sachen nass aus und es trifft mit Wasser am Boden umeinander. Ja, das kann man schon lassen. So, wer baut, ist die Frage. Was passiert denn da? Wer reißt denn da? Was?
Hackfleisch, Johnny! War das Absicht oder was? Warte mal. Da ist noch Holz drin. Tja, also irgendwie feit da ich. Ich bin mir nicht sicher, ob das Absicht war oder nicht. Hab auch das Gefühl, das Hinrichtungskommando muss es regeln. Aus Holz macht Stor. Ich bin mir nicht sicher, was er vorhat. Was möchtest du denn machen? Möchtest du den Stor umbauen? Ich glaube, da kriegen wir nicht fake nur Storner zusammen. So, warte mal, da kriegen wir nicht fake nur Storner zusammen. Folgendes, der Hackfleisch Johnny hat am Montag einen Turm schon gebaut. Der weiß, wie er symmetrisch hin und her gebaut werden soll. Hackfleisch Johnny, du baust, was du stark bist. Der Rest von uns rennt ganz auf zu ihm, bringt ihm das Zeug, bringt Holz, Storner, was auch, hauptsächlich Holz, wahrscheinlich. Warte mal. Ja, mal schnell schauen, Boden und Wände. Da haben wir die Pflanzenfaser, haben wir keine Holzwände eigentlich. Was ist das für Blödsinn? Wieso haben wir eigentlich keine Holzwände? Verstehe ich nicht. Wir brauchen gar kein Holz, wir brauchen Pflanzenfasern, meine Damen und Herren. Pflanzenfasern und Steine. Was labern die eigentlich von Holz? Wir haben über 700 Steine. Okay. Dann bringt dem Mann Steine. Bringt sie ihm alle Steine. Kann man aus dem Fenster springen. Macht einmal da einer irgendwo ein Loch rein, damit ich aus dem Fenster rausspringen kann. Ich laufe doch nicht jetzt mehr aus den Höhe, bist du wahnsinnig. Aber bitte nicht den Turm herreißen, außerdem muss ich von draußen auch ein wenig zuschauen. Da sagt doch kein Mensch, wie viele Stockwerke hatten das mittlerweile? 860. Ah ja, wird schon wieder. Wird schon wieder, der macht das schon. Der ganze Rest Holz, Pflanzenfasern und Steine und tragt sie ihm auf. So viel, wie es irgendwie geht. Ich mache jetzt halt, oh, Knochenbrecher, schau her. Weg. Die Scheiße behalte ich mir, das behalte ich mir, wunderbar, okay. So, wo haben Steine? Wann kann ich dort Pflanzenfasern wandern? Pflanzenfaser, ich sammle alles aus die, ja genau, Pflanzenfaser. Holz brauchen wir nicht, ich wiederhole, wir brauchen kein Holz. Wenn ich einen Schmarrn rede, soll der Hackfleisch Johnny selber schauen. Da haben wir das. Was haben wir da? Da ist ein Haufen Klump drin. Ja. Weißt du was, die Kupferbarren, die nehme ich jetzt da raus, nicht, dass die irgendwie beim Server Restart dann verschwinden. Und da, oh! Seilweg, dies Weg. Hierher. Lagerfass. Also, nur zum Erklären, wer am Montag vielleicht nicht da war. Unsere Lagerkisten, die gehen nicht bis da auf. Das heißt, er kann nicht einfach bauen mit dem Zeug, das da drin liegt. Verstehst? Deswegen nehme ich jetzt das Klump und ich trage ihm jetzt das da mal auf. Ich habe so viel Zeug dabei, dass wir gar nicht wissen, wo ich damit. Reicht da, wenn das Zeug in den Kisten ist, oder? Ja, es ist richtig, aber warte, ich gehe ein Stück zurück aus, weil sonst kann ich nicht aufschauen. Und jetzt schau ich. Unser Turm ist mittlerweile so riesengroß, dass das von der Reichweite nicht mehr ausreicht. Deswegen schauen wir jetzt, wie weit das wir kommen. Und vielleicht ist es auch keine schlechte Idee, nicht, wenn zwei Leute aufgehen und das Holzzeug durch Storner ersetzen. Ich hoffe bloß, dass wir halt nichts zlegen, weißt du schon. So, jetzt schau erst einmal, wo da wer ist. Da wird er wieder sau schlecht, wenn man da rundum läuft. Ist das der Hackfleisch Johnny? Ja. Pass auf, ich leg da in die Kiste ganz furchtbar viel Steine. Und ganz furchtbar viel groß. Hackfleischman, die Kiste ist voll. Die ist voll. Hauen Sie rein. Ich kann da mal ein Loch brauchen. Kannst du da mal ein Fenster zum Ausspringen eine zimmern, geht das? Damit wir nicht erst mal wieder runterlaufen müssen, dann kriegen wir einen Vogel. Haut zum Bürger mal einen Lift, ja? Zumindest runter. Passt, da bin ich zufrieden damit. Jeet! ich trau mir selber da keine Dinger ausbrechen, weil nicht, dass es wieder zusammenfällt alles. Wasserfalllüfter aus Minecraft braucht er vorher nur einen Eimer. Das stimmt. Ich glaube, da ist sogar noch hinkriegen. Oh! Wer dekoriert denn da umeinander? Schau da an. Wer Bock auf Dekorieren hat, hauen Sie rein. Warum nicht? Baut's was Schönes. Ich suche dabei noch mal ein paar Steine.
Ein Haufen Rüstungsklump drin. Ein Haufen Waffen, warte mal. Ja, da haben wir noch Werkzeuge rein. Da haben wir auch nichts. Nochmal 2 Steine. Sagt man irgendwo, wie viel wir insgesamt haben? Wir haben 2500 Holz. Also, da hab ich einen Scheiß gelabert, ich hab gemeint, Holz kann man auch brauchen zum Wände bauen. Das war eigentlich nur naheliegend. Ich hab nicht gewusst, dass es nur aus Pflanzenfasern geht. Und das für Käse wieder. Schauen wir mal, wir haben 246 Steine. Wo warten denn die? Und 300 Pflanzenfasern. Die müssen noch irgendwo mal... Was tut denn er jetzt da? Jetzt wird unser schöner Boden wird jetzt durch total overpowerten Zeug umbaut. Ich sehe schon. Ah ja, Patch 02 Fallschaden aktiviert. Echt jetzt? Ich habe jetzt aber keinen Schaden gekriegt, wie ich da oben rausgesprungen bin. Also wenn ich da keinen Fallschaden kriege, dann weiß ich auch nicht, wann ich einen kriege. So, wir finden jetzt die restlichen Steine und die Pflanzenfasern. Da ist eine Pflanzenfaser, das ist einmal eine, aber... Schmutziger Schmutz. Wo haben denn noch Kisten, die ich nicht weiß? Sind da noch Kisten hier drin? Na. Tja, die Kisten finden wir jetzt halt natürlich toll, gell? Ansonsten, da wuselt noch der Joachim umeinander, ich weiß nicht, was er tut. Der Playhead und der Battlecat sind unterwegs. Ich hau jetzt einfach ein paar Pflanzenfasern zusammen. Ja. Sehe ich richtig, dass da einfach alles zusammengefallen ist, was aus Holz war? Steine sammeln, holen wir noch ein paar Steine, damit wir ein bisschen was lernen. Ein bisschen hab's wenigstens, aber da haben halt rundum keine mehr. Da ist halt nichts mehr rundum. Nothing. Scheiß Mr. Krabs soll abhauen und mag ich nicht da haben. Da ist ein Stor. Kann man den zusammenhauen, wie viele Steine gehen da raus? Das ist eine Spitzhacke her. Was sind die einzeln zusammenglauben? Ist halt auch das. Oh, das sind Pflanzenfasern einfach. Schauen wir da mal. Ah, das ist wieder Schwefel. Da haben wir noch Pflanzenfasern. Pflanzenfaser, Stein. Da krieg ich einen Stein. Ja, dankeschön. Kriegen wir da Pflanzenfasern? Da ist aber das Ding auch die falsche Waffen. Das dauert auch alles ewig und 3 Tage da. Ne. Dieses Vorgehen ist nicht sehr effizient. Da waren mir andere Waffen besser. Die hat sie geslasht. Tibidi-Gara auf einer anderen Insel. Ist eigentlich auch eine bessere Idee, ja. Wo kriegen wir einen Steiner her? Es wachsen ja die Ressourcen da drin auch noch, oder? Jetzt gehe ich da mal schnell in die Höhle rein. Vielleicht haben wir da noch das Kupferzeug drin. Und einen Haufen Geröll-Scheiß-Sachen drin. Ja, da liegt auch so viel Zeug umeinander. Siehst du das? Das war nicht extra mit diesem. Schon klar, dass das einfach irgendwann mal in die Knie geht, wenn das Zeug nicht despawnt. Jetzt gehe ich da noch mal rein, vielleicht ist da schon wieder was nachgewachsen. Und da kriegt man dann einigermaßen einen Haufen Steine in relativ einfacher Zeit zusammen. Hab natürlich wieder kein... Na, warte mal, kann ich eine Fackel bauen? Kann ich eine Fackel bauen? Haben wir letztes Mal schon gelernt, gell? Kann ich... ja, kann ich tatsächlich. Wo ist da was? Ist da irgendwo was? Da ist noch eine Fackel herin. Da ist alles weg. Paris führt gegen Bayern zur Halbzeit 1:0. Au, jetzt müssen es 3-1 gewinnen, oder? Ja, dann ist der Zug abgefahren, fürchte ich. Dann ist der Zug wohl abgefahren für den FC Bayern München. Da kommen wir ausnahmsweise, auf dem Champions League Level, kommen wir ausnahmsweise schon einmal für Bayern sein, dann kurz. Ist Bayern die einzige deutsche Mannschaft, die noch dabei ist? Ich verfolge Champions League nicht mehr. Da ist noch Geröll! Ich habe Geröll gefunden. Das rentiert sich mit Sicherheit voll, dass wir da reingegangen sind. Da, pass auf. Hier. Dann kriege ich nicht mehr einen Stor. Ist das der Ernst? Ja, dann halt nicht. Doch, einen Stein habe ich gekriegt. Ja, das hat sich voll rentiert. Dann ist der Transrapid in 10 Minuten abgefahren. Oh mein, oh mein. Arsenal steht seit 22 Jahren erstmal wieder im Finale. Arsenal ist im Finale! Ein Engländer ist im Finale! Da wirst du mir nicht verzeihen, dass ich mir den erst einmal als Champions League Finale anschauen muss. Aber um Fußball kennen, kurz zu erzählen, wann ich mich das letzte Mal für Fußball interessiert habe, da hat der Thierry Henry noch bei Arsenal gespielt. Okay? Da hat mich das letzte Mal für Fußball interessiert. Damit man einigermaßen weiß, von was man. Ich kann nicht einen Spieler von Arsenal aufzählen. Nicht einen.
Nicht einen. Vielleicht kenne ich einen richtig bekannten, aber ich wüsste nicht, wer da spielt und überhaupt. Aber englischer Fußball, das war der einzige Fußball, den ich mir damals angeschaut habe. Leider ja, Atletico Madrid hat verloren gestern gegen die. Ich verfolge halt nichts. Ich habe keine Ahnung. Atletico stinkt, die haben schon ewig gestunken. Schauen Sie einen Turm an! Das ist richtig, dass GTA 6 im November kommt oder nur für Konsole? Kommt nur für Konsole. Rockstar hat sich auch schon geoutet und geäußert dazu. Warum? Das machen sie übrigens schon immer so. Und Rockstar konzentriert sich auf ihre Kernzielgruppe und das sind nun mal Consoleros. Die haben, glaube ich, sogar Zahlen veröffentlicht, prozentual zumindest, wie viel Rockstar mit... Das ist übrigens eine sehr schöne Eingangshalle, Herr Fabi. Das haben sie sehr schön gemacht, das freut mich sehr. Da versammeln wir uns nachher und machen wir einen Screenshot. Bauen wir was Schönes. Ah, das ist eine gute Idee. Den Pfosten weiter drin, schönes Dachel drüber. Ja, du machst es schon. So, Battlecat, habe ich jetzt da wenigstens ein paar Sachen dabei. Ja, ein paar Steine und das bringt mir am Affe. Grund, ich mag Moneten. Richtig. Und irgendwo verstehe ich es auch, weil so sehr mir die PC spielen und PC-affin sind und so, sich einbilden, dass GTA und PC und das Roleplay und so riesengroß war. Scheißdreck, Alter. Absoluter Scheißdreck. Der PC geht gegen Konsolen und zwar gegen alle. Ja, also da steht es 98:2. So ungefähr. Rockstar, verstehe ich absolut, ganz ehrlich, wir dürfen froh sein, dass wir überhaupt eine PC-Version kriegen. Verstehst du, wie man? So, ich schaue mir jetzt den Bauprozess vom Hackfleisch Johnny noch. Ah, haben wir eh schon ganz um. Ja. Hackfleisch Johnny, ich stehe jetzt da wegen dem Weg umeinander. Ich wirf da ein paar Steine hin, so 8. 50 hier. Hab ich den Hit, David. Siehst du das? Rein mit dem Stein. Sehr schön. Ich freue mich auf die 12 FPS bei GTA 6 auf der 5er. Nein, die werden's schon optimieren für die 5er. Zumindest für Pro. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ja, da wird kein Weg dran vorbeiführen, dass ich mir einen Monat lang, weißt du schon, jetzt machen wir eher mal wegen Licht, das ist das Einzige, was ich kann. Hier, kriegst du mir ein Licht eingestellt, vielleicht nicht direkt vor Treppen, das ist jetzt auch nicht so schlau. Vielleicht da unten einer. Ah. Bau noch. Ich glaube, die obere Wind ist so, hä? Wie weit kommen wir? Haben wir jetzt her als unser scheiß Boot? Sagst du das? GTA 6 für PC kommt dann zusammen mit der Version für die PS6 wahrscheinlich. Vorher kommt erst nur Wolverine auf der PS5. Das ist tatsächlich Apes, das ist wahrscheinlich so gemacht wie die Spider-Man-Spiele. Und wenn man da diesen, zumindest im Zweiter, den ganzen unnötigen Vogue-Bullshit weglässt in Spider-Man 2, dann ist es ein gutes Spiel. Kannst du sagen, was du willst. Ein richtig gutes. Und der Spider-Man 1 war auch ein richtig gutes Spiel, also die zwei neuen. Und wenn es auf dieser Ebene Wolverine machen, bloß für Erwachsene, richtig erwachsen, ja, Spider-Man ist doch recht kindlich und jugendlich irgendwie. Und ja, die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft halt. Aber der Wolverine, ich möchte nicht mit dem Wolverine irgendeinen Bullshit, wie soll ich sagen, spielen, sondern der Wolverine ist wütend. Ja, der Wolverine ist wütend wie Scheiße und zerschnipselt seine Gegner und das möchte ich auch. Ja, keine Kinderkacke. Das war toll. Herr Philipp, der Vlogger, nein, überlest die nicht. Soll es nicht auch $100 kosten? Ja. Bin ich mir fast sicher, dass da 100 Euro draufsteht. Da gebe ich dir Brief und Siegel. Für Konsole sowieso. Mir fuckt's halt ab, der größte Teil überhaupt, und dann kommt's nicht für die Master Race. Ja, mich nervt's auch. Tu dich nicht an. Mich nervt's auch. Der neue Steam-Controller wurde gestern veröffentlicht und war nach 30 Minuten ausverkauft. Wundert mich überhaupt nicht. Scheißt diese Firma mit Geld zu. Steam und Valve, scheißt sie mit Geld zu. Ich spiele nicht so oft mit Gamepad Spiele, deswegen interessiert er mich nicht so stark. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, wie weit sind wir? Er hat schon wieder 2 Stockwerke aufgezimmert. Es ist so geil. Schau dir das an. So, schauen wir mal nochmal, ob wir Fallschaden haben. Ich springe ins Wasser. Warte, da, hier.
Eine Platschanimation kann man nur einbauen. Das war nur eine Sache. So Leute, wir gehen so langsam die Ressourcen aus. Oh, der John. Wer ist denn der John? John, wer bist du eigentlich? Ach, das ist der NPC. Wo ist mein Mauszeiger? Wo ist denn der hier verschwunden? Gehen. Ja, Freunde der Sonne, 5 Minuten habt's noch. 5 Minuten habt's noch und dann treffen wir uns am Turm um. Dann müssen wir, leider Gott, da müssen wir... Du hast da überall einen riesen... Lass die Löcher ruhig drin, scheißegal. Ressourcen sparen. Anscheinend gibt's keine Grenze für den Turm. Aber langsam aber sicher kackt auch mein PC so ein bisschen ab. Also gut, wenn ich in den Himmel aufschaue, habe ich 144 FPS, aber wenn ich da so reinschaue, dann droppt man auf geschmeidige 90 und das merkt man vielleicht gescheit. Also ich zumindest. The sky is the limit! Der gute Jenga-Turm. Mich würde ja jetzt interessieren, was passiert, wenn wir unten gleichzeitig einen Fuß löschen. Sollen wir das tun? Wer ist dafür, dass wir unten den untersten Ring gleichzeitig löschen? Das Problem ist jetzt bloß, da kann ich selber nicht mitmachen, weil ich müsste ja von da aus zuschauen. Ja, weil sonst sagt ja keiner, was wenn wir so nah dran stehen. Warte, ich gehe ein Stück zurück. Parallel Loch graben. Ich glaube, das können wir nicht mehr. Das probieren wir jetzt nicht. Crew, wir haben etwas zu tun. Ja, aber du musst filmen. Ja, hallo, das läuft ja als Stream. Ich filme so. Da machen wir jetzt Shortmaterial draus. Wenn der Zukunftsbürger die Muse hat, dann schnipselt er das aus als Erkenntnis. Als Erkenntnis. Crew, ich brauche euch hier unten. Alle. Kommt mir alle her. Wir versammeln uns auf Fabi seinem neuen Stoppplatz. Ich weiß nicht, was er tut, aber er baut ein schönes Häuserl. Das ist gut. Kommt mir alle her. Da brauche ich jetzt die Unterstützung von allen. Das machen wir jetzt gleichzeitig. Da der Meister Eber sitzt da hinter mir an, der Playhead ist da. Wer ist denn der da? Warte mal, Rosalind ist auch ein PC. Ja, wird schon passen. So, jetzt passt's auf. Was wir mir jetzt machen. Ich möchte wissen, was passiert, wenn wir mir gleichzeitig den Fuß des Turmes löschen. Wahrscheinlich kackt die ganze Bude ab. Wo ist denn der wie heißt denn, ich kann mir seinen Namen nicht merken. Nicht der Cannabis-Axe? Baut der Mann noch? Warte mal, baut der da oben noch? Ja, er baut noch! Der Mann baut noch! Jetzt pass auf, baut er jetzt nur einen Turm, baut er nur ein Stockwerk auf, oder was tut er denn? Die müssen doch irgendwann noch mit Steinen ausgehen, das gibt's ja nicht. Der Turmbauer darf im Turm hocken, wenn es passiert? Eigentlich schon. Wo ist er denn? Ich kann mir seinen Namen nicht merken, der war jetzt schon 3 Mal dabei und ich sitze da und weiß nicht, wie er heißt. Ich gehe nochmal schnell auf zu ihm. Nein, das dauert mir zu lang. Das ist mir jetzt zu blöd. Das sind mittlerweile, glaube ich, 28 Stockwerke. Leg mir am Arsch. 10. Ja, gute 20 sind's. Wo ist er denn? Ist er da? Ist er runtergekommen? Nein. Hey, Herr Turmbauer! Holen Sie mal eine Ehre ab! Der Hackfleisch Johnny, ja natürlich! Hackfleisch Johnny! Hackfleisch Sepp! Der Cartoon läuft auf. Da steht er oben. Ja, genau, bleib um! Bleib um, steh! Genau da bleibst stehen. Perfekt. Na! Jetzt habe ich eine unangenehme Nachricht für dich. Du musst wieder auf. Denn der Turmbau Johnny, der muss natürlich mit seinem Turm fallen. Ich möchte wissen, was passiert. Hackfleisch Johnny, du gehst jetzt wieder auf und stehst dich genau auf die Spitzen auf. Das ist perfekt, das ist perfekt. So, und alle anderen, die gehen jetzt in den Baumodus, in den Löschen-Modus. Ah ja, das steht. Also, einer nach dem anderen. Ich nenne jetzt Namen. Fangen wir an. Battlecat, du bist die Erste. Du sagst, wo ich hinlösche im Stream. Und man sagt, was dabei alles einfällt. Diesen Teil löschst du. Wo ist Battlecat? Battlecat ist ins Wasser gefallen. Du kommst jetzt da nicht mehr raus, jo. Du nimmst das, genau, der Playhead, du nimmst das gleich daneben, du nimmst das Eck, sehr gut. Dann haben wir einen Cartoon. Herr Cartoon, du nimmst das Eck. Na! Nee, na! Oh. Okay, ich hätte fertig schmerzen sollen. Mir druckt man dann natürlich alle gleichzeitig drauf, dass der Turm einfällt.
Warte mal. So, Hackfleisch, Johnny! Hoppala. Ich bin ins Wasser einplumpst. Entschuldigung, warte mal. Warte mal. So, wir gehen jetzt da so her. So, müssen wir ein bisschen hinter. So, von da. Ja, so, jetzt halt. Hackfleisch, Johnny. So, alle, übrigens, wir machen das alle gleichzeitig, meine Damen und Herren, dass der Turm einstürzt, okay? So, der Turm hat hätte nicht auf den Jahresmatch passt. Den kriegen wir schon irgendwie unter. Und, Steffi, ich hoffe, du bist noch da. Battlecat war es, glaube ich, gell? Oder irgendwas mit Cat. Name aufschreiben, Turm aufschreiben und dass die eine Seite offen ist. Unfassbar wichtig. So, ich zeige jetzt nicht mehr. Ja, genau, der Hackfleisch Johnny hat es auch schon verstanden, passt, super gut. So, gut, super gut. Ihr stellt euch jetzt alle, stellen sie jetzt da rundrum, um diesen Turm, gängen in den Löschen-Modus. Und dann zähle ich langsam bis 5, okay? Ihr habt ein wenig ein Delay. Weißt du, wie man das, kann ich da ins Discord eine Dinge? Ja, das geht nicht, dann haben wir eine Verzögerung. Wir haben ein wenig ein Delay. Wenn ich bei 5 bin, lauft ihr einfach im Kreis rundrum und löscht den kompletten unteren Sockel. Also jeder rechts rum oder links rum oder irgendwas. Sobald einer den anderen, jeder von euch hat ein bisschen anderes Delay im Stream. Ein Startschuss, sehr gut, wunderbar, richtig, meine Damen und Herren. Aber am besten auf den Hackfleisch, Johnny. So. Machen wir folgendermaßen. Hey! Hast du schon mal gefragt, was passiert, wenn man in Windrose einen Turm bis zum Himmel baut und da steht irgendeine Gläufe um und unten stehen 10 andere Gläufe und wenn man da in die Luft schießt und die machen folgendes, was dann passiert? 3, 2, 1, da ist ein Trüffel. Zerstört den Turm! Oh, es ist wunderschön. Es ist so, ja, gleich Johnny! Und so geht stundenlange Arbeit den Bach hinunter. Totally worth it! Bitch! So, passt. So schnell kann man einen Short aufnehmen. Also das sind wirklich... Was ist denn jetzt passiert, Alter? Jetzt seht ihr das, wie es dermaßen ruckelt? Alter, schau mir das so, ich kann überhaupt nichts mehr tun! Ah! Jetzt haben wir es kaputt gemacht! Verdammte Trüffel! Schau mir das an, wie viel Alter, da geht gar nichts mehr. Oh, der Joachim ist ins Wasser eingefallen, der wird nicht mehr rausgehen, aber ich schaufel die raus, wenn ich es nur irgendwie geschissen kriege. Warte, ich probier's. Warte, hier graben unterm Trüffel. Geh mir auf Zeit, nicht Trüffel! Du Trottel! So, da, probieren wir, ob du rauskommst. Da? Ah ja, ist schon gegangen. Alter, jetzt liegen die ganzen Materialien umeinander und man kann eigentlich, jetzt ist das Spiel unspielbar. Und das ist eigentlich der größte anzukreidende Teil, muss man ganz ehrlich sagen. Aber gut, wie viele tausende Teile liegen jetzt da umeinander, dass da der Server in die Knie geht, ist eh klar. So, schau hier, wie schön, dass er es gemacht hat. Fabi, Zauber, oh, wir haben es sogar. Aber es ist auch mal cool zum sehen, welche Bauelemente das da noch gibt. Die schauen richtig cool aus. Ja. Schauen wirklich cool aus. Jetzt pass auf, jetzt kann man da noch so, wir kann jetzt da einen Screenshot machen, dass man von allem ein bisschen was sieht, weißt du schon? Und dann kann ich da aufs Haus da rauf, nein, das ist nix. Schaut, dass man das schöne Dach nicht sieht. Da so. Ja. Hier steht es ja, gibt es sowas wie ein Hut verschwinden lassen? Und du hast nicht mal einen Screenshot, die brauche ich nicht, wir haben ein Video, Alter. Scheiß auf Screenshots, wir gehen ein Video machen, du kannst so viele Screenshots ausmachen wie ich will, das passt schon. Jetzt pass auf. Hast du ein paar, wer so weit ist, der Fabi und so weiter, habt ihr ein paar coole Bänke, Stühle und so, die wir da eine herstellen? So eine Doppelbank da und da, eine Bank da, eine da so einen Brunnen ohne, irgendwie so, dass sich ja jeder irgendwo hinsitzen kann? Gibt's da später keine schönen Bänke wie das? So nicht der Teufel.
Da muss doch schön eine Bänke geben wie das, oder? Nicht? Aber gut, sagt eh keiner. Sagt eh keiner, weil die Bänke, die kann ich ja aufstellen. Warte mal. Bodenwände, Fenster, Balken, Treppen, Zäune. Da haben wir auch einiges gefunden mittlerweile. Aufbewahrung und Betten, ne? Dekoration. Jetzt pass auf, da ist also ein Oma-Stuhl, ja genau. Dann machen wir jetzt, machen wir da einen hier. Da, na. Dann machen wir, da haben wir doch auch so ein Hopkerl oder so. Da. Dann der wir noch da einen hier. So, setzt euch einmal alle auf die Bänke, ob ich da irgendwie einen gescheiten Screenshot irgendwie zusammenkriege, weil das ist alles zweit auseinander. Müssen wir euch auch verewigen da in meinem Steam-Account. Hallo, das ist aber klar. Dann gehe ich jetzt da so außer, dass man dort Schiffe sieht. Aber es gibt keine Tastenkombi, wo man es hart ausblenden kann, oder? Aber nein, das war der Screenshot. Geht nicht. Du kannst übrigens im Baumenü V drücken, dann hast du Vogelperspektive. Oh. Ich hätte vielleicht auch mal das. Oh, das steht nämlich auch nirgends. Das steht da nirgends. Warte mal. Na, cool. Oh, der Trüffel muss natürlich drauf, das ist ja klar. Sind alle da? Battlecat darf man auch sehen. Battlecat soll man natürlich auch sehen. Aber das sagt man die Namen nicht alle jetzt. Warte mal. Herr Cartoon, du stehst immer da so her. Du bist der eine Türsteher. Herr Cartoon, geht einmal da her, wo ich stehe. Fabi, du bist der andere Türsteher. Es hat die zwei krassesten ausgegeben. Du stehst die da her als Türsteher. Und Battlecat, sitzt die du einmal da oben auf den Stuhl. Da glaube ich, kriege ich die leicht auf, weil da hinten ist der Brunnen im Weg. Ihr seid die zwei Türsteher, bis Vierer, ja. Battlecat da auf den Stuhl da sitzen. Ja. Drauf. Besser. Da, jetzt ist das Menü weg! Das gibt's ja nicht. Der Trüffel ist wichtig. Jetzt warte mal. So, die Tagebuchdinger abklicken, Notizen lesen, Talente, ja, Skill einfach irgendwo, was weiß ich, wird schon passen. Neue Notizen zum Lesen in den Kuriositäten, aber ich hab doch alle gelesen. Du, das Menü scheißklump weg da, sie fix. Pass auf. Ja. Also, Fabi, Mio schauen. Fabi, zu mir her schauen. Der Trüffel, der von mir angeben, wo er will. Glaubt einmal noch jemand die Steine auf, bitte. Die kann ich nicht mehr rein, sonst habe ich das scheiß Menü-Ding dort. Angeblich kann man es hart in die Einstellungen ausschalten. Das schaue ich jetzt noch schnell. Spielstatistiken anzeigen. Aus. Sprache Deutsch. Warum habe ich Vertical Sync an? Ja, scheißegal. Highlight, farbenblind. Das ist einmal eine gute, brauchbare Einstellung. Bestätigen. Ja, Welten besser, meine Damen und Herren. Say cheese! So, gemacht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie jedes Mal. Und zwar über 2 Stunden sind vorbei. Ich bedanke mich vielmals fürs Mitspielen. Ich bedanke mich vielmals zum 3. Mal in Folge ohne Moderationsmöglichkeiten mit zum Spielen und keine Scheiße zu machen. Battlecat, lass den Kopf nicht hängen. Im Prinzip war es meine Schuld. Ich habe nicht gesagt, dass wir es alle gleichzeitig machen. Ich habe wortwörtlich gesagt, du nimmst das und machst das weg und du hast es halt da. Ist halt passiert. Meine Damen und Herren, aber ich glaube auch, dass die Damen und alle vom Montag und vom letzten Mittwoch alle miteinander eine Eskalation verdient haben. Vielen Dank fürs Mitspielen. Battlecat, Cannabis Hacks, Meister Eber, Cartoon, Fabi, Trüffel, beste Sau am Platz, Joachim und Playhead, vielen Dank fürs Mitspielen. Ich fürchte, das war Windrose. Nicht jeder schafft es aufs T-Shirt. Ja, wahrscheinlich nicht. Der Battlecat hat es geschafft.
Fabi vielleicht, wenn ich mich noch daran erinnere und so, das kommt auf der Steffi ihre Notizen zusammen. Ich weiß schon nicht mehr, was am Montag war. Glaubst du, wenn ich im Oktober das Zeichnen anfange oder im September, dass ich noch weiß, was heute passiert ist? Glaubst du selber nicht. Vielen Dank fürs Mitspielen, meine Damen und Herren. Jetzt machen wir Folgendes. Was wir machen können, wir haben ja ein paar Suchtel da herin. Ja? Ein paar Süchtige. Dann machen wir folgendermaßen Folgendes. Ich habe ja da einen Server gemietet für 30 Tage. Und den haben wir jetzt eine Woche ausgenutzt und jetzt läuft er nur 3 Wochen. Das Passwort von heute bleibt bestehen. Der Server bleibt bestehen. Wer auf dem Server spielen will, kann das jederzeit machen. Mir ist völlig egal, was ihr dort jetzt. Ihr kennt die krasseste Scheiße da hinzimmern, die es gibt. Birger im Oktober so, was war schnell nochmal Windrose? Kann passieren, ja. Ihr könnt es einfach weiterspielen, möchte ich damit sagen. Das Passwort findet ihr bei mir im Discord. Vielleicht ändert ihr das einmal, wenn irgendein Scheiß passiert oder so. Es ist halt jetzt schwierig zum drauf spielen, weil da überall wurde schon geregelt. Irgendjemand hat es schon geregelt. Easy going, sehr schön. Cooles Spiel, bin gespannt, was an Content Neues dazukommt. Ja, also man kann das Spiel auf alle Fälle in einem Jahr oder 2 nochmal anschauen, wenn sie da ein bisschen was da hat. Es hat schon noch einiges Potenzial nach oben und Luft nach oben, so ist es nicht, aber es ist schon grundlegend ein gutes Spiel. Aber mehr wie 4 Streams gibt es nicht her. Ganz ehrlich, es wundert mich, dass wir es 4 Mal gespielt haben. Richtig nice, danke, ich hab's ja auch schon. Also, jeder, der spielen will, reinhauen. Hackfleisch Johnny mit aufs Shirt, wie er einen Battlecat anschreit, weil er einen Turm kaputt macht, wäre lustig. Selbst das kann sie so in etwa, kann sie das hingehen. Aber nur, da ist der Turm, nur eine Spur von oben bis unten ist am Zusammenbräseln. Der Hackfleisch Johnny fällt von oben runter und schreit, währenddessen der Battlecat unten zuhaut. Aber, seien wir uns ehrlich, und ich merke, so ehrlich bin ich jetzt auch, ich merke es ja auch an die Zuschauerzahlen. Am ersten Tag 1200 Leute, am zweiten Stream 1000 Leute, am dritten 800 und ich glaube, heute haben wir heute über 700 gekommen. Das war vielleicht schon lange nicht mehr, gell? Das muss man auch mal dazu sagen. Gut, heute ist auch Champions League, muss man auch, gehört auch dazu. Und ich glaube, dass einige da am Fernseher dort sitzen. Mal gucken. Es wird aber auch noch schlecht. Ja, der Wind ist gegangen und keine Ahnung, was wir uns noch alles einfallen lassen. Ich will nur sagen, merci fürs Spielen, merci fürs Spiel herzeigen, sonst war ich gar nicht draufgekommen. Macht Spaß. Ich glaube, dass das mit 4 Freunden ist das mit Sicherheit ultra witzig und ultra ulkig. Ich glaube auch solo sogar, aber da fehlt noch ein bisschen was. Da fehlt einfach nur Zeug. Da fehlt einfach noch ein bisschen was und Optimierung fehlt halt noch. Ansonsten ist es ein cooles Spiel. Kannst du sagen, was du willst. Ich gehe jetzt von dem Server und mache einen Platz frei. Was ihr auf diesem Server tut, ich sag's ganz ehrlich, ist mir eigentlich scheißegal, aber es war absolut geil, wenn wir uns da in 2 Wochen oder so einfach mal random noch die normalen Streams einloggen und einfach einmal schauen, was du habt. Das war schon narrisch. Das war narrisch, wenn dann auf einmal keine Ahnung, was da los ist. Ihr müsst nicht komplett ausrasten. Ich mag auch nicht versprechen, dass ich mich jemals noch mehr einlogge, aber ihr könnt es einfach spielen, das möchte ich damit sagen. Passwort, das heute drauf ist, bleibt dabei drauf und gut ist. Meine Damen und Herren, das war Windrose. Und es ändert sich halt auch nicht mehr recht viel am Gameplay. Seien wir uns ehrlich. Ich glaube nicht, dass da noch recht viel kommt. Das ist jetzt der typische Grind so. Der typische nächstes Biom, nächster Boss, nächstes Biom, nächster Boss, Quests abhandeln, die immer relativ gleich sind. Ja, geht da eine, hau die Piratentypen zusammen, nimm 3 Kisten. Was will man? Was sind Indie-Games? Bitte um Aufklärung. 5 Noob-Sekunden. Sophia! Wow, wie erklärt man das jetzt jemandem? Wie erklärt man das? Eigentlich ist Indie-Game auch nicht ganz so richtig. Cyberfox, gleich Sophia. Ehre dem Turmbau zu Birger und der 5 für die. Danke für die Belustigung. Cyberfox, ihr zwei bedankt euch bei gar niemandem. Danke fürs Mitspielen und überhaupt weißt du das eh. Sagst deiner Frau ebenfalls einen schönen Gruß von mir, die mit Sicherheit gerade nicht zuschaut. Danke dir. Was wollte ich jetzt sagen? Irgendwas wollte ich sagen. Das muss ich da jetzt mal später mal. Sophia, du warst drauf für 5 Noob-Sekunden. Wie erklärt man das am Geschickten, was Indie-Spiele sind? Eigentlich sind es noch nicht einmal Indie-Spiele. Da bin ich mir noch nicht einmal sicher. Ich nenne einfach kleinere Entwicklerstudios, wenn ein Spiel machen, automatisch Indie-Game. Kleine Studios machen Indie-Games, genau. So gibt auch ein Ein-Mann-Studio. Erklären wir es so.
wenn Rockstar, der Entwickler von GTA 6, dem wahrscheinlich größten Spiel, das jemals entwickelt wurde, zumindest bis zu einem Release-Tag, da können wir uns jetzt streiten, da steckt ein Budget dahinter von mehreren Millionen, Entschuldigung, Millionen, nicht Milliarden, Entschuldigung, von mehreren 100 Millionen $. Das sind AAA-Games, AAA-Games, ja, hochklassige Spiele, da wo wirklich ein Produktionswert dahinter steckt. Da wo wirklich Hunderte, wenn nicht vielleicht sogar 1000 Leute dran arbeiten und mehr. Und ein Indie-Game ist automatisch ein kleines Entwicklerstudios, das bezeichne ich als Indie-Spiel, auch wenn es vielleicht nicht ist. Indie ist die Abkürzung für Independent, unabhängig. Ja? Das sind Entwickler, die einfach, wie soll ich sagen, ein kleines Team, das können 5 Leute sein, 10 Leute. Ich mag sogar behaupten, ein 30-Mann-Team ist nur ein Indie-Entwickler oder ein Ein-Mann-Entwickler. Wenn man so will, ich habe Annex programmiert, mein Browser-Game. Theoretisch bin ich ein Indie-Entwickler und ich bin vollkommen unabhängig von irgendeinem Publisher, der mein Spiel rausbringt. Ich frage mich sowieso, warum er 2026 einen Publisher braucht, weil ich lade mein Spiel auf Steam und fertig. Aber ist ja wurscht. Und das sind dann einfach Indie-Games. Und Indie-Games haben meistens, zumindest momentan, so stark am Kämmer, weil sie da einfach kleine Entwickler trauen, Sachen umzusetzen, die sich große Entwickler nicht trauen umzusetzen, weil bei den großen Entwicklern, wenn da 300 Millionen Euro in einem Spiel drin stecken, dann wollen die das Geld wieder zurück. Weißt du, die wollen Geld verdienen. Da sind Investoren, die stecken da hunderte Millionen $, rein. Und die sagen natürlich, ja mein Freund, das schenke ich dir nicht. Du machst gefälligst, was sich auf dem Markt etabliert hat. Und ja, keine Ausreißer und keine Experimente, sondern das, was sicher funktioniert. Und dann gehen die da mit 100 Millionen rein und wollen am besten natürlich 200 Millionen oder noch mehr raus. Und hoffen im Prinzip auf, ja, macht ein neues Spiel und hoffentlich wird das ja so ein super tolles Spiel wie, was ist denn so ein Never Dying Game as a Service Spiel? WoW war mal sowas. Alle haben sie versucht, WoW nachzubauen, weil es eine Gelddruckmaschine war. Was haben sie bekommen? Nur Scheiße. Alle anderen MMOs sind weg. WoW ist immer noch da. Was sicher funktioniert und dann kam Skull and Bones. Das ist auch der Grund, warum, das wird ja immer schlimmer. Ja, diese Investorenbeträge, die werden immer größer. Die Angst der Entwickler wird immer größer, neue Sachen auszuprobieren und deswegen kriegen wir mir zum Beispiel von einem Ubisoft zum 38. Mal dasselbe Assassin's Creed hergeschissen, das sie in den letzten 10 Jahren weniger entwickelt hat wie Assassin's Creed 1 zu Assassin's Creed 2. Oder da gibt es viele Beispiele. Far Cry ist für mich sowas, was sich nicht weiterentwickelt hat seit dem 4er irgendwie. Oder eigentlich seit dem 3er. Was haben wir noch? Hatten nur so Ubisoft-Scheißdrecksspiele, die immer das gleiche ist. Immer dasselbe in grün, bloß anders angestrichen. Ja, machen wir jetzt wieder dasselbe, bloß in blau. So dass die das erklären, was ein Indie-Game ist. Ein kleines Studio einfach, das mit Herzblut an seinem Spiel arbeitet, das da was ausprobiert und ja. Und deswegen muss ich lachen, wenn Ubisoft mit Millionenbeträge rumwirft, hunderte Millionen Beträge rumwirft und irgendwas von einem Quadruple-A-Game schmerzt, also von 4A-Spiele, weil sie so viel Geld ausgegeben haben und dann kommt sowas raus wie Skull and Bones. Also da sitze ich da und denke mir, Alter, möchtest mich du verarschen? Da fahre ich mit meinem Boot an der Insel, kann von meinem Boot nicht aussteigen. Ja, mach bitte mal den Baum um. Und dann kommt so ein Minigame mit so einer Säge, wo in der Mitte ein Strich ist und die fährt so hin und her. Und jetzt mal, wenn der Strich in der Mitte ist, muss ich eine Tasten drücken und wenn ich es schaffe, dann kriege ich 3 Holz und wenn ich es nicht schaffe, kriege ich 1 Holz. Also da bin ich da gesessen, aber wirklich denkt, also habt ihr den Verstand verloren, Leute. Hat sie nicht ganz dicht. Also, ein Piratenspiel, in dem ich nicht von meinem Schiff runtergehen kann und nicht schwimmen kann. Ja, spinnst du? Sag, ja, hat's da wirklich Ubisoft gegeben mit seinen 3000 Mitarbeitern und seinem Quadruple-A-Spiel und da ist keinem aufgefallen, dass der Charakter nicht schwimmen kann. Da bin ich da, also leck mich am Sack, du! Sophia schreibt, danke fürs Erklären. Ja, bitteschön. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es mehrere Leute gibt, die nicht wissen, was ich meine mit Indie-Game und so weiter.
Da Watson zählt auch ein paar so Spiele auf, wie zum Beispiel Stardew Valley. Das glaube ich sogar von einem einzelnen Entwickler gemacht worden. Hollow Knight, um ein paar der bekanntesten Indies zu nennen. Richtig, das sind zwei richtig gute und zwei richtig bekannte Indie-Games. BT5 ist Bombe. Was ist ein BT5? Valheim ist ein Indie-Spiel, ja. Letzte gute Ubisoft-Spiel ist The Division 2, das kriegt immer noch Updates. Habe ich nie gespielt. Simato, ja, Valheim ist ein Indie-Game. Skull and Bones wäre 2010 wahrscheinlich richtig geil gewesen, aber heute 2024 einfach nicht und heute sowieso nicht mehr. Absolut richtig. Das schaut ja, also vielleicht erinnern sich nur ein paar Leute an die Skull and Bones Trailer von eben 2010. Ich glaube, der erste richtige ist so 2013 gekommen, kann das sein? 2013, 14 irgendwann da. Und das war angekündigt als ein Piraten-MMO. Und war richtig finster und duster und halt piratig. Und alle haben ausgeflippt und haben gesagt, Alter, ich rasch komplett aus, her mit dem Schund. Tja, und dann haben wir bekommen, was wir bekommen haben. Und das... Da muss ich vielleicht schon fragen, ob das so weiß ich nicht. Herr Grantelbart, was ist was? Solo bis sehr kleines Team, 1 bis 5 Personen, handelt es sich um einen klassischen Indie-Entwickler. Oft ohne festes Büro. Kleine Teams, 5 bis 15 Personen, wird in der Branche häufig noch als Indie betrachtet. Ab 20 bis 30 Personen spricht man von Double-A-Game. Okay. Im Prinzip sind Indie-Entwickler dann eigentlich ein Single-A-Game. Single-A-Game, Double-A-Game, Triple-A-Game. Mini-Team, mittleres Team, Riesenteam. Risen soll wieder kommen, glaube ich. Ich will mit denen Gothic-Spiele nicht warnen. Die, wenn sie irgendwann eines Tages einmal cremiger spielen und nicht so ein clunky Haufen Scheiße ist, dann spiele ich es vielleicht auch wieder. Herr Grantelbart stimmt schon, ohne Publisher. Ich mag aber jetzt nicht erklären, was ein Publisher ist, weil ich, um ganz ehrlich zu sein, mittlerweile verstehe ich ja nicht so ganz, für was man einen Publisher braucht. Wieso brauche ich den 2026 scheiß Publisher? Verstehe ich nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. War nicht dieses Spiel, das du gespielt hast mit der Lagerhalle und dem komischen Baby auch ein Indie-Game? Lagerhalle, komisches Baby. Ich weiß nicht mehr, was du meinst. Was, ein Horrorspiel? Die Horrorspiele, die wir spielen, sind alles Indie-Games. Fast alles Indie-Games. Können es ja nun mit Gothic Remake beweisen. Das stimmt. Aber das Gothic Remake werde ich mir auch nicht kaufen. War ja letzten Endes nur der gute Part aus AC Black Flag, hat absolut nicht hingehauen und jetzt gibt es erstmal das Remake von Black Flag, weil es hoffen, dass es wenigstens so wieder Geld gibt. Ja. Die kriegen von mir keinen Cent. Wir werden bei Assassin's Creed Black Flag auch nicht spielen. Das ist ein 15 Jahre altes Spiel. Das interessiert mich nicht. Das ist auch kein Remake, das ist ein Remaster übrigens. Ein Remake, weißt du, was ein Remake ist? Ganz wichtig, der Unterschied zwischen Remaster und Remake. Nicht blenden lassen. Wir haben ja gerade Resident Evil letzte Woche fertig gespielt. Letzten Mittwoch, glaube ich, oder? Ja. So. Resident Evil 2 hat einen Riesensprung gemacht vom einen weg, egal, aber schaut grundsätzlich gleich aus. Ja, also statische Kamera, Panzerbewegung und, knappes Inventar und so weiter. Das ist Resident Evil. Und dann ist 2019 als Remake, nicht Remaster, Remake von Resident Evil 2 gekommen. Das ist eine komplette Neuinterpretation von dem Spiel. Da ist die allein schon die Steuerung von Panzersteuerung mit fester Kamera zu Third Person, wo die Kamera über die Schulter schaut. Und alles drum und dran. Das Spiel fühlt sich gleich an. Du erkennst die Polizeireviere wieder und so weiter und so fort. Aber das Spiel ist grundlegend von, wie soll ich sagen, grundlegend einfach neu gemacht worden. Mit den gleichen Inhalten, bloß halt neu gemacht. Also Remaster wäre, wenn man die alte Resident Evil Version, so wie wir es letzten Mittwoch gespielt haben, nimmt und gibt dem Ding ein Grafik-Update. Das heißt, da laufen nicht mehr 8 Polygone umeinander, sondern man macht halt die Grafik zeitgemäß. Aber Steuerung bleibt gleich, also dieses Panzerding, im Grunde bleibt das Spiel 1:1 gleich. Es kriegt nur schöne Grafik
Und vielleicht lasse ich nur durchgehen, dass man manche Quality of Life Sachen einbaut, die es damals noch nicht gab. Zum Beispiel, dass das Menü schöner zum Bedienen ist. Dass ich halt nicht zwischen jeder Tier so eine Animation habe, obwohl die bei Resident Evil eigentlich dazugehört und zum Spiel gehört. Mehr Auflösung, mehr Textur, mehr Polygone. Genau, das ist für mich ein Remaster. Und Assassin's Creed Black Flag wird einfach 1:1 das gleiche Spiel. 1:1. Da wird keine neue Engine, kein fucking nothing. Da wird einfach nur die Grafik aufpoliert. Es werden, glaube ich, Voice Actor werden neu aufgenommen und das war's. Und das war's halt einfach. Und dann gebe ich Ubisoft nicht nochmal 60 € für so einen Scheißdreck. Du kannst mir am Arsch lecken. Da kann ich nur so großer Fan von Assassin's Creed sein. Es gibt andere Wege, wie man sich dieses Singleplayer-Spiel dann besorgen könnte. Aber selbst das interessiert mich nicht. If you know what I mean. Aber es wird doch mehr Content dazugefügt. Haben sie gesagt? Da bin ich gespannt, wie gut das der ist. Da bin ich ja gespannt, wie gut das der ist. Das habe ich aber bis jetzt noch nicht gehört, dass da neuer Content dazukommt. Stimmt, es soll neue Shanties geben. Ja, super. Ich meine wirklich Game-Content. Ja, neu aufgenommenes Motion Capturing. Wirklich neue Story-Inhalte, neue Kampfmechaniken. Doch steht auf deren Website. Ja, okay. Da bin ich gespannt, wie umfangreich das die sind. Das können wir uns dann ja mal, kaufen wäre das trotzdem nicht, das können wir aber dann, das sehen wir am ersten Tag bei Release in die Videos, wie toll das die sind. Ich kann's nicht in aller Deutlichkeit, sage ich es jetzt in diese Kamera, egal was für dermaßen riesengroßer Fan du von Assassin's Creed Black Flag warst, wenn du das Ding vorbestellst, dann soll dich der Blitz beim Scheißen treffen. Dann soll dich der Blitz beim Scheißen treffen. Okay? So. Und wer die Super Special Edition, die absolut wertlose Scheiße, die in 10 Jahren keine Sau interessieren wird, kauft, den sollen 2 Blitz beim Scheißen treffen. Einer von oben und einer von unten. So. Diese Real-Life-Passagen sollen anders werden oder ganz wegfallen, hat in AC doch niemanden interessiert. Fun Fact, es gibt noch keinen Gameplay-Trailer zu GTA 6, just saying, November ist bald. Das ist absolut richtig, ja, aber ist Rockstar nicht auch so bekannt dafür, dass die das gern 3-4 Monate vorher erst raushauen? Haben sie das nicht mit Red Dead 2 auch gemacht? War ich nicht mehr. Neue Story-Inhalte, so wie das eine DLC, wo man eine Quest gekriegt hat, wo man am Ende nur einen neuen Skin gekriegt hat und 2 Minuten dauert hat. Davon weiß ich jetzt nichts, weil wir aber genau so einen Scheißdreck meine. Mit sowas verkaufen sie euch dann eine neue Version. Ihr kennt's doch Ubisoft. Ich meine, wie oft wollt ihr euch denn noch verarschen lassen? Das ist also, ich wünsche dieser Firma den Untergang. Das tue ich wirklich nie. Das tue ich wirklich nie. Dass ich irgendeiner Firma nicht eher einen Erfolg vergunn oder zumindest mir denke, ja, ihr malocht's da rein, ich wünsche euch einen Erfolg, auch wenn ihr ihn vielleicht nicht habt. Aber Ubisoft soll zugrunde gehen. Die sollen einfach abhauen und zugrunde gehen. Ich habe keinen Bock auf diese Scheißdrecksfirma und auf Assassin's Creed 98 und was weg. Übrigens genauso wie mit EA. EA und Ubisoft waren, es hat Zeiten gegeben, da waren die richtig geil. Ja, das hat so ab Ende der 2000er und Anfang der 2010er hat sich das gewandelt und seitdem denke ich mir, die zwei Firmen, diese beiden Firmen wie soll ich sagen, speziell die zwei Firmen, mehr fallen mir da jetzt gerade nicht ein, haben diese Gaming-Industrie dermaßen nachhaltig beschädigt, dass es richtig weh tut und richtig asozial ist. Und die zwei Idioten sind dafür verantwortlich, dass alles mit Shops zugeschissen ist, dass alles mit Battle Passes zugeschissen ist, dass du geschnittene Spiele kriegst, wo du die DLCs dann dazu kaufen musst, kriegst. Die ganzen Behindi-Mechaniken. Diese zwei Firmen. Und natürlich der ganze Mobile-Markt ist mir schon klar und so, aber ich rede jetzt wirklich von Konsole und PC. Der Einzug von diesem Bullshit, Mikrotransaktionen, bla 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 und so weiter und so fort. Und vielleicht nehmen wir noch Bethesda dazu so ein bisschen. Aber Bethesda ist auch nicht so groß wie EA oder Ubisoft, darum ich wünsche Ubisoft wirklich den Untergang. Es ist einfach so. Die, wenn sie verpissen taten und diese ganzen komischen Scheißhausentwickler, die mir ihre behinderten Stories aufzwingen wollen, bitte verpisst euch wieder dahin, wo ihr hergekommen seid. Das wäre toll. Und die einzige Sprache, die sie sprechen, ist, wenn du mit deinem Geldbeutel winkst oder eben in deinem Hosensack drin lässt.
Naja, Bethesda ist in dem Sinne auch nicht besser mit ihrem Supermount in Oblivion. Im Prinzip sagt man ja, Bethesda hat den ganzen Scheiß wirklich angefangen. Ja, aber in die breite Masse gebracht hat es EA. Mit FIFA, wie heißt's, das Backerl aufreißen, FIFA-Bullshit-Ding. Ich kann nicht verstehen, wie es Leute geben kann in FIFA, die das jetzt ja machen, Alter. Ich check's einfach nicht. In FIFA 25 gehe ich her, kaufe mir für 1000 Euro irgendwelche Backerl, dass ich irgendwann einen Ronaldo auserziehe. Dann kommt die neue Version und die Karten ist wertlos. Ich habe den Spieler, das geht einfach von vorne. Es wird einfach gelöscht und das war dasselbe wie, du baust da eine Warhammer-Figur auf und wir spielen wir da so auf dem Feld, die kosten 1000 Euro die Figuren und du hast 1000 Stunden reingewucht und keine Ahnung was. Und dann kommt eine neue Regelversion und dann wirfst du es weg. So. Nein, mit den Figuren darfst du nicht mehr spielen. Also, es ist so dumm einfach. Es ist so dumm einfach, wer das mitmacht, ja, keine Ahnung. Aber es gibt sicher nicht Leute. Es gibt leider Gottes sicher nicht Leute. Und das ist in meiner Welt, das sind einfach Leute, die können nicht mit Geld umgehen. Das ist geisteskrank. Ich lasse mir schon einmal was eingehen, wenn man sich für ein Spiel mal einen Skin kauft, wo man Face spielt. Ja. Und so weiter. Das ist alles kein Problem nicht. Aber das in FIFA ist pure Abzocke. Und dass das überhaupt erlaubt ist, das verstehe ich auch nicht. Aber wer da mehrere tausend Euro, und es gibt genügend solche Leute, und ich kenne auch jemanden, der das tut. Das sind für mich Leute, die können nicht mit Geld umgehen. Das ist egal, wie viel du hast. Und auch wenn du 5 Millionen auf dem Konto hast und du machst das, dann kannst du für mich nicht mit Geld umgehen. Du bist ein verschwenderisches, ahnungsloses Problem in der Spieleindustrie. Es war so schön, wenn sie euch alle verpissen würdet. Verdammt nochmal. Aber gut, jetzt stecken wir schon drin, da kommen wir auch nie wieder raus. Überraschungsmechaniken bereichern die Spielerfahrung. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich ein Argument gegen das europäische Recht, wenn die sagen, ja, das ist pures Gambling, halt der Futzen. Das ist einfach Gambling. Wenn ich in die Tschechei fahre und in ein Casino eingehe und da Roulette spiele und auf 2 setze, dann ist es genau das Gleiche. Löwensepp, ich habe einige Donations übersehen. Löwensepp. Also ein Remake ist quasi sowas wie das Demon's Souls von Bluepoint. Was ist das Demon's Souls von Bluepoint? Meinst du das Demon's Souls Remake auf der PS5? Demon's Souls Bluepoint? Braucht bloß schnell ein Battle. Das müsste die spielen, dann kann das der Song. Aber ich darf jetzt einmal sagen, irgendwo dazwischen. Weil das Spiel ist im Grunde das Gleiche. Die Wege sind die gleichen, die Treppen sind die gleichen, es hat bloß eine bessere Grafik. Also ist irgendwo zwischen Remaster und Remake. Gaming und Gambling ist doch dasselbe, oder? Ich weiß schon, was du sagen möchtest damit. Der Müdi schreibt, gibt es eigentlich nur wirklich große Publisher? Von EA habe ich länger nichts mehr gehört, ist richtig. Von Ubisoft nicht, von Bethesda nicht, von Naughty Dog etc. Ja, Konami, klar, das Jahr und Rückstand, Eftel, aber sonst? Capcom? Capcom ist für mich momentan, hebt die Messlatte wirklich momentan sehr hoch. Pragmata ist extrem gut angekommen. Resident Evil 9. Kommt von Capcom nicht demnächst noch irgendwas? Nein, irgendein Monster Hunter DLC, glaube ich, war noch. Der ist auch gut angekommen. Capcom liefert gerade richtig gut ab. Aber ja, hast du schon, von Naughty Dog kommt doch auch irgend so ein Space-Scheiß, da kriegen wir wieder eine unattraktive Protagonistin mit einem Girlboss natürlich, die sich Tor rasiert und super, super edgy und super irgendwas ist, die dann mit ihrem Lichtschwert da irgendwo mal anhat. Da sage ich, Alter, Naughty Dog, ihr habt es mit Last of Us 2 so dermaßen weit getrieben und seid damit davor gekommen und jetzt übertreibt es komplett. Auf dieses Spiel bin ich wirklich gespannt. Da hat man auch schon lange nichts mehr gehört seit dem ersten Trailer. Und im ersten Trailer war der Shitstorm gewaltig. Da war der gewaltig, du. Wie irgendein neues Spiel und kein Last of Us 3 hat sie besoffen und dann sehe ich da schon wieder du sagst, glaube ich, keinen einzigen Mo in dem Spiel. Also im Trailer. Bin mir nicht sicher. Und wenn, dann macht er wieder irgendeine Behinderung. Also so richtig schlecht halt. So richtig ekelhaft behindert. Da war das Geschrei wieder groß, wenn das umdreht war. Naja, Naughty Dog hat gerade eine sehr schlechte kreative Führung. Ja, die tritt halt auch nicht freiwillig nicht zurück. Spielen wir dann vielleicht nächste Woche Pragmata, das soll ja voll fancy sein mit dem Dirndl. Ich weiß nicht. Der Mo ist der Böse, ist das wirklich so?
Oder ist es jetzt bloß allgemein reingeworfen, so um die Metapher zu erklären, was der Trailer eigentlich sagen will? Weil ihr Boss, von dem, was du spielst, ihr Boss ist irgendeine super coole Tussi, sie ist eine super coole Tussi. Dann sitzt sie da und trinkt so super edgy in ihrem super geilen Raumschiff, aus ihrem Pub-McDonalds-Becher oder was das ist. Alter, da sitzt sie da und immer, es ist schon wieder so offensichtlich, Alter. Es ist so offensichtlich, da läuft es mir eiskalt am Bugel runter. Eiskalt am Bugel runter. Charaktere, Weiber mit Absicht, schlecht machen, super stark, super edgy, immer nur nachmaulen, du bist so cool, Alter. Es ist so langweilig. Sie verstehen es halt aber auch nicht. Sie verstehen nicht, dass sich eine Charaktere eine Charakterentwicklung hinlegen müssen und nicht aus dem Nichts einfach super cool sein und alles sie machen. Sie verstehen es einfach nicht. Aber gut, was weiß ich schon. Kann man doch einen Teststream machen, oder? Mit Primata, wenn es gar nichts ist, dann kann man es ja immer noch abbrechen. Ich hab's noch auf der Liste, so ist es nicht. Schauen wir mal, wenn uns gar nichts einfällt, dann können wir das nächste Woche schon machen. Ich hätte ein Spiel auf der Liste, das mich interessiert, aber das glaube ich ist halt für euch gar nichts. Das heißt In the Black. Das ist ein Weltraum-Shooter. Ich glaube In the Black heißt es. Ja. Der ist in Early Access gegangen, gestern oder vorgestern, kostet 15 Euro. Und ist so ein Star Citizen Dogfight Space Dings PvE ausgeglichen. 23, hört sich nicht gut an. Wo steht da so, sehr cooles Spacefighting-Spiel, kein anderes Spiel hat es je geschafft, das Gefühl von The Expanse so gut zu vermitteln. Macht Spaß, ist aber nicht ganz leicht reinzukommen. Probiert daher zuerst die kostenlose Demo. Kann man auch mal machen. Du, da findet man schon was. Der Mai ist wirklich Zeug Trailer. Wir können einen Trailer anschauen, ja natürlich, warum nicht. Allerdings, wir müssen halt unbedingt. Birgerin hat mich gebeten, Alter, kannst du halt bitte nicht bis um 11:30 da hinten umeinander blären wie Vollgas? Nein. Ja, was soll ich machen? Ich muss ja schnell Donations lesen. Stützerlöwe Mercenär, Gärtlerbord. Ein Publisher, in Klammern, auf Deutsch Herausgeber oder Verleger, ist eine Person oder ein Unternehmen, das Inhalte erstellt, veröffentlicht und vertreibt. Ich denke mal, wieso, ich brauche ja keinen Publisher. Das kann ich selber mal. Verstehe ich nicht. Das ist einfach bloß jemand, der Geld klaut. So, das ist so ein Zwischenhändler, den es nicht braucht eigentlich. So verstehe ich es. Merci, Gärtlerbord, für deine mehreren Euros und deine was ist was. Solo bisher, gleich, das habe ich noch gelesen. Cyberfox, die habe ich auch noch gelesen. Herr Lord Lawrence, ich hoffe, du bist noch da. Das war von einer Dreiviertelstunde, mehr als für 33 Monate. Habe ich die eher für einen Nachschau-Trupp. Habe ich die eher für einen. Ach, du bist im Nachschausport, dann fühl dich aus der Vergangenheit gegrüßt. Alles klar, bleiben wir halt bis um morgen miteinander. Ich schieb's dann auf die Sprenge, ich schick's dann zu dir. Naja, bis 11:30 ist eh noch hin. Ja, so unendlich lang nicht. Spendenaufruf für schalldichten Raum. Das ist da herin nicht so leicht, weil unser Schlafzimmer hinter mir an der Mauer direkt droh ist. Und ich glaube, ihr wisst, dass ich eine relativ laute Stimme habe. Da kannst du machen, was du willst. So, jetzt machen wir Folgendes. Schauen wir uns mal schnell den Trailer an. Es ist ja das Space Game. Ja, nicht, dass jetzt was die Leute erwarten. Schauen wir einfach mal. And we start talking. Oh, you worked on X-Wing? You worked on TIE Fighter? Oh my God, I love those games. When are you going to make another one? It's like, well, that's what Das ist sowas, ich glaube, das, was mich da so stickt, ist, man kann da seine Raumschiffe zusammenbauen, wie man es will, und mit Waffen ausstatten und so. Aber ich glaube, ihr seht selber schon, ich glaube, dass das zum Zuschauen nicht so geil ist. Das ist so mit das selber für mich einfach sticker irgendwie. Ja, das meine ich. Und es hat halt Multiplayer. Du kannst da halt auch gegeneinander und so.
Thank you for your patience and support through the years. Kommt da noch irgendwas? Nö. Kann unangenehm für den Kopf werden auf Dauer, glaube ich, ja. Das ist ja, ich merke es auch da jetzt schon beim Zuschauen so. Ich weiß nicht, ob ich. Da haben wir wieder beim Verlieren des Gamer-Skills. Ich weiß nicht, ob ich mich so einschwitzen mag, dass man nicht schlecht wird. Was will man? Mit HTC Vive seekrank geworden bei solchen Games. Das ist aus mit dat Sticker. Mein Valve Index auszuholen und das Ding mit VR-Brühen auszuprobieren. Aber mit dem Joystick und Throttle bestimmt geil zum Spielen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, es ist so hart, wie die Hobby leider nicht. Aber gut. Trees Hate You, Trailer, ist okay, haben wir schon geschaut. Bin mir nicht sicher, ob wir den schon geschaut haben. Ich habe ihn schon geschaut. Tree Hate You. Kostet es überhaupt was? Gibt es das überhaupt schon? Das gibt's ja noch nicht einmal. Schluckt's meine neue Spiele vor, die es noch nicht gibt! Verdammt einmal! Ja, es gibt eine Demo, aber wie lange konnte ich schon dauern? Viertelstunde wahrscheinlich. Aber ja, schauen wir mal einen Trailer an, damit ihr zumindest wisst, von was wir reden. Ich muss da über ihr Bildschirm sagen. Achtung, Trees Hate You. Es ist halt so eine Behinderung. Die scheiß Bahn können schießen, Alter, dein Maul. Das erinnert mich an Zelda. Ja, nur Pro-Gamer wissen, was ich meine. Ja, Sprengi sagt schon, Trees Hate You, ist halt wieder so ein Streamer-Rage-Spiel. Ich bin halt Rage-Streamer. Oder war es zumindest einmal, das ist auch nicht mehr so schlimm, wie es einmal war, aber weißt du, wie man. Komm mal, wenn es rauskommt, spielen wir es schon. Tu dich nicht an. Das schaut dumm aus, ist gut. Simato schreibt, nein, das kenne ich von einem Ösi-Streamer, dessen Name mir nicht genannt werden soll. Ach, du meinst Erm. Eigentlich wurscht, ob der Namen da fällt. Ich weiß nicht, was für einen Grund das geben hat, dass der Name da fällt. Ich weiß nicht, was für einen Grund das geben hat, dass dieser Name überhaupt irgendwo fällt. Ich rage quit schon beim Trailer. Ist, glaube ich, genau 5 Minuten lustig. Vielleicht ein bisschen mehr, wenn es gut gemacht ist, vielleicht ein bisschen länger. Aber ja, mehr wie einen Stream gibt das Ding nicht her. Hell let loose, wenn Vietnam kommt, kann man uns anschauen, ja. Was hältst du von der Idee? Also mit 3 hochreitige Spiele war doch auch was. Also meinst du diese Kackspiele wieder? Da fällt uns schon was ein für nächste Woche. Ich weiß gerade noch gar nicht, wo man da Oschi hinkt. Was kommt denn? Kommt irgendwas außer? Ich habe schon lange nicht mehr die Release-Listen einmal durchgekramt, damit ich sehe, was so außerkommt die nächsten Tage. Das schreibe ich mir eigentlich immer gerne in meinen Streamplan hinein. Das Einzige, was fest drinsteht, ist am 27. Mai, das ist heute in 1, 2, 3 Wochen, kommt das neue James Bond-Spiel. Und stimmt, das sollte man vielleicht auch langsam mal wieder anfügen. Es sind nicht mehr so viele Leute da, aber das ist wurscht. Ich habe dieses Jahr nicht in meiner Geburtstagswoche Urlaub, sondern die Woche davor. Das heißt, in der 1. Juniwoche bin ich nicht da. Okay? Dafür bin ich in der 2. Juniwoche dann da, wo ich normal weg wäre. Wie es die letzten 8 Jahre auch war. Warum? Weil die Frau da Urlaub hat und nicht mehr anders Urlaub nehmen kann. Ich habe es euch ja erzählt. Neue Arbeit, neues, alles ein bisschen anders. Und deswegen verschieben wir die Woche Urlaub miteinander eine Woche nach vorn. Schau mal in der Wishlist, vielleicht findest du was. Mach ich schon, aber jetzt nicht mehr. Jetzt gehe ich. Bis in Griechenland? Nein, wir fahren nicht fort das Jahr. Ich darf übrigens auch allen anderen dazu raten, jeder kann tun, was er will. Ich darf mir dieses Jahr aber gut überlegen, ob es in Urlaub fliegt. Vor allem da oben. Ich darf es mir einfach überlegen, solange da unten in der Nähe zumindest die Scheiße am Dampfen ist. Kommt nicht dieses Jahr auch Transport Fever 3, hat es geheißen, ja, hat es geheißen. Schauen wir mal, was passiert. Wolfrig schon wieder. Hab heute meinen inneren Schweinehund gekillt und endlich mit 175 Kilo abzunehmen. Was nochmal? Hab heute meinen inneren Schweinehund gekillt, um endlich mit 175 Kilo abzunehmen. Hab Cardio, Workout und Food-Tracking angefangen. Hoffe, ich halte es durch und verfalle nicht wieder dem mitternächtlichen Fresswahn. Wird schon. Herr Wulfrig.
einen Schritt zurück, 2 nach vorne. Liebe Community, ihr ballert euch jetzt in einen behinderten Schädel hinein, jeden Montag und Mittwoch an Wulfric nach seinem Gewicht zu fragen. Was hat er gegessen? Was hast du getan? Ab in den Chat. Herr Wulfric, das werden wir schon hinkriegen. 175 Hertz, wie groß bist denn du? Wenn du das nicht schreiben magst, ich verstehe das. Also keiner macht sich da jetzt irgendwie lustig, weil ich sag's jetzt einfach, wie es ist, weil du fett bist. Es ist halt so, ich bin auch nicht dünn, aber ich habe ja keine 175 Kilo, das ist narrisch. 175 Kilo ist vielleicht schon eine Ansage, gell? Da musst etwas tun, weil ganz ehrlich, sonst wirst du nicht älter wie 45 gehen. Und du weißt es. 1,85 bist du groß, also ein bisschen größer wie ich. Bisschen minimal, gell, wie 1,83 oder 1,82 oder irgend sowas. Er ist 2,80 Meter, das passt schon. Ah, für 1,85 ist narrisch, Alter. Wow, narrisch. Wulfric ist 8 Meter groß, BMI. Erst einmal Respekt. Erst einmal Respekt, dass du das schreibst. Das glaube ich, tut nicht jeder. Und das kriegen wir schon hin. Und dann merken wir uns heute, das muss ich ein paar andere merken, weil ich habe es nächsten Montag wieder vergessen. Ich meine, für das habe ich euch, ist ja klar. Jetzt haben wir den 6. Mai. Warte mal schnell, muss ich schnell was schauen. What we do with the drunken sailor? How to Leberkas. In 4 Tagen wird dieser Kanal 9 Jahre alt. Das heißt, zu meinem 10-Jährigen nächstes Jahr steht da, ich sag, mit dem Support, wenn dir das was bedeutet, ich hoffe, dass dir das was bedeutet, also kannst du ja ausrechnen, was dies heißt, was heißt wie. Ich habe tatsächlich in der Klinik meinen Körperfettanteil messen, dieser liegt bei 45% Muskelmasse und Fett hält sich zwar prozentual die Waage, aber da Fett 3-mal weniger wiegt als Muskeln. Ich sag's jetzt, wie es ist, red's dir nicht schön, oder du bist 1,85 Meter groß und wiegst 175 Kilo. Hör auf zum Rechtfertigen. Wenn's da so rundrum keiner sagt, dann sagst du ich. Ich bin immer der Buhmann, der die Leute einfach Sachen sagt, wie es sind. Du bist 1,85 Meter groß, du wiegst 175 Kilo, das sind 75 2. Dann sind es immer noch 2, aber das sind einfach eigentlich, das geht nicht. Muskelmasse hier, Muskelfett, keine Ahnung, was für eine Scheiße dir irgendjemand erzählt. Du bist fett. Ich weiß, das möchtest du nicht hören und das ist auch keine Beleidigung, aber das ist einfach extrem. Und mit dem Gewicht wirst du nicht älter wie 40 oder 45. Wie alle anderen auch. Und darum, Herr Wulfric, damit du deine schlechten Scheißwitze in 10 Jahren noch verzeihen kannst, ich weiß nicht, wie alt das bist, ist mir scheißegal, damit du deine schlechten Scheißwitze zu meinem 20-Jährigen immer noch da einrotzen kannst, möchte ich, dass du nächstes Jahr am 6.5. bzw. am 10.5. 75 Kilo weniger hast. Weißt du, was du da tust? Weißt du, an wen du da denkst? Da denkst du an den Unbesiegten, ja, genau. Da denkst du an den Träger. Der hat wahrscheinlich noch mehr gewonnen. Ich glaube schon. Also, wie der Träger beieinander war, das ist ja völlig geisteskrank. Oh, ich muss das hören, jeden Tag am besten. Reflexion ist immer wichtig und du bist 30. Ich sag dir jetzt was, Alter, mit 30, du bist 10 Jahre jünger wie ich. Mit 30, 1,85 Meter und 175 Kilo, ich schwöre dir bei Gott, du wirst deinen 40. Geburtstag nicht, höchst mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht erleben. Darum, hör deine scheiß Fresserei auf und geh raus. Ich weiß, das sage ich dir nie ausgeht. Aber wenn ich da in den Arsch treten kann, dann tun wir das. Community, Herz als Spam. Rein damit. Mir beleidigt man nicht. Ja, das tun wir nicht. Das ist dasselbe, es gibt ein paar Hurensöhne, wenn dann jemand wie er in ein Fitnessstudio reingeht und dann stehen dann die ganzen aufpumpten Trottel da und lohnen aus. Die gehört alle das da ins Arschloch gesteckt und dann so lange draufdroschen, bis sie nichts mehr tröten her. Herr Wulfric, durchziehen. So sieht's aus. Arbeiten hilft. Ja, körperlich arbeiten wahrscheinlich.
Beleidigen bist narrisch, wir sind eine Bürger-Community. Und wenn Beleidigungen rausrutschen, wie wenn ich zum Beispiel in die Kamera sage, du bist fett. Ja, auf der Hör deine Fresserei auf und hör auf, irgendeinen Scheiß zum Labern mit, ja, hier, Muskelmasse, bla bla bla. I don't give a shit, Alter. Und dein Körper im Übrigen auch, den interessiert nicht, ob das Muskelmasse oder Fett oder sonst was ist. Du wirst einfach vom Stuhl überkippen in den nächsten 10 Jahren, wenn es so weitergeht. So sieht's aus. Und ich scheiß mir da nichts, dass er das einfach so sagt. Das ist keine Beleidigung. Das meine ich auch nicht best. Ganz im Gegenteil, Alter. Ganz, ganz, ganz furchtbar. Das Gegenteil meine ich davon. Wenn du natürlich sagst, diese direkten Ansagen helfen dir nicht, dann halten wir alle die Schnauze und sagen wir einfach, do it! Oder machen wir die bayerische Shia LaBeouf-Version draus. Tu es halt einfach! So, jetzt ist Elfi übereinander bläht wie ein richtiger Vollidiot. Für Leute wie er ist das Fitnessstudio in erster Linie gedacht. Ja, richtig. Die anderen Deppen hocken eh bloß drin mit dem Handy drin und wissen nicht, wie es Zeit umbringen. Richtig. Oder sind irgendwelche aufpuppen Vollidioten, die nicht selbstständig bis auf 13 kennen. Herzlichen Glückwunsch. Oder kannst du Gewicht heben. Super. Da, ich gebe dir Geld, dass du das Gewicht hebst. Hau ab von mir. Wann birgst du Ärger? Du, ich bin ja der Gleiche. Ich bin, so habe ich über den Winter schon ein paar Mal gesagt, ich bin aktuell in meiner körperlich unfittesten, wie soll ich sagen, in meiner körperlich unfittesten Verfassung jemals in meinem ganzen Leben. Ich werde in einem Monat 40. Sagen wir es einfach mal so direkt, wie es ist. Ich werde in einem Monat 40. In einem Monat und 3 Tagen, um genau zu sein. Ich bin ein Meter, ich muss nicht liegen, ich habe mich nicht mehr gemessen, seit der Kind war, was weiß ich. 1,82 Meter, 83, irgend sowas, ähnlich wie du. Und ich habe gute 92, 93 Kilo. Sind auch bei mir schon 10 zu viel. Sind bei mir schon 10 Kilo zu viel. Das letzte Mal, wie ich einen 8er davor gesehen habe, weiß ich nicht mehr. Ich habe Gott sei Dank einen Vorteil, bei mir schwankt das nicht stark. Ich kann fressen, was ich will. Das bleibt bei 92, vielleicht einmal 93. Wenn ich gerade einen Liter Wasser gesoffen habe, dann ist es vielleicht auch einmal bei 94, aber weiter bin ich noch nie gekommen. Das bleibt Gott sei Dank da. Aber meine körperliche Verfassung, meine Kondition, ungelogen, Alter, ich trage von meinem Garten einen Gartenstuhl, gut, der ist aus Massivholz, er wiegt schon ein bisschen was, so ist es nicht, aber den trage ich runter, das sind vielleicht 20 Meter und dann gehe ich so ein kleines Berg 20 Meter wieder auf und dann schnaufe ich wie ein Postros, Alter. Dann muss ich mich hinsetzen. Ungelogen. Und egal, ob es draußen heiß ist oder nicht. Ich muss mir auch irgendwas einfallen lassen, aber ich komme ja nicht aufraffen. Ich kenne den Schweinehund, ich bin sehr stolz auf dich, wenn du das durchziehst. Du hast heute deinen Schweinehund gekillt. Ich hoffe, der Stickner, Alter, stichen ab, der Schiersen, schneide meinen Shell ab, 4 Teile und vergrob, weiß ich nicht, alle 5 Teile irgendwo im Garten getrennt voneinander. Durchziehen. Tatsächlich habe ich heute mein erstes Workout mit Planks, Sit-Ups und so weiter gemacht. Ich habe nicht mal die Hälfte gepackt, weil ich so derbe aus der Form bin. Morgen wird es nochmal gemacht, bis es geht. Und du wirst es sehen, am Anfang geht das so extrem schnell. Ich gebe dir, ob morgen der richtige Zeitpunkt gleich ist, das wirst du dann selber gespannt, aber wenn du den Muskelkater im Ranzen und so weiter hast, von den Sit-Ups und den Scheiß, dann lass den Tag dazwischen aus. Das ist auch nicht schlimm, aber dann wirst du dich wundern, nach dem 3. Tag, nach dem 3. Tag, machst du doppelt so viele Sit-Ups und doppelt so viel von allem. Ist bei mir bei der Lauferei so. Ich laufe beim ersten Mal, nach dem Winter und so weiter, da laufe ich 1,5 Kilometer und stirb fast. Ich stirb einfach. Ich kotze meine Raucherlung aus, ich kotze meine Innereien aus, ich bin fertig mit der Welt. Dann mache ich einen Tag Pause, dann habe ich erstmal einen Muskelkater, mache vielleicht sogar 2 Tage Pause, dann laufe ich nochmal und ab dem 2. Tag jedes Mal laufe ich dann schon 3 Kilometer, fast 4. Und beim 3., 4. Mal laufe ich dann 4 bis 5 Kilometer. 5 Kilometer ist so mein Ziel. Und wenn ich da angekommen bin, brauche ich dann extrem lang, dass ich merkbar dann vorwärts komme. Der Anfang geht immer sau schnell und dann wird es zäh. Und ich kann mir beim Abnehmen das ähnlich vorstellen. So ein bisschen. Dass das auch am Anfang geht, wahrscheinlich merkst du ziemlich schnell so wie du, oh, das ist aber einfach. Und irgendwann ist so ein Brems und dann wird es richtig asoziale Arbeit. Und wenn du die durchbeißt, wirst du älter wie 40. Macht nichts an Übungen, geht spazieren, das reicht, geht immer, finde ich. Ja, ich gehe noch nicht mehr spazieren. Ich bin durch meinen Beruf und alles drumherum, ich muss nicht fort. Das ist auf der einen Seite schon ganz geil. Auf der anderen, ja, jetzt bin ich halt beieinander, wie ich beieinander bin. Super. Am Anfang verlierst du halt erstmal einen Haufen Wasser. Ja, natürlich. Ist ja vollkommen, das ist ja demjenigen scheißegal, was er da verliert. Ja, das ist ja bloß Wasser, ja, das ist ja bloß das. Vollkommen egal. Es kommt auf alle Fälle, am Anfang geht relativ schnell und dann fängt es an, ein wenig zack zu werden. Das wird nur mit der zweite Schweinehund.
den ich auch oft nicht überwinde. Ich aber mittlerweile überwinde nicht mehr den ersten. Telegym mit Birger. Sollen wir Make Birger Fit Again machen? Da reden wir jedes Jahr drüber um die Zeit, so wenn gerade der Sommer kommt. E-Bike fahren ist gut. Da bin ich mir nicht so sicher, weil da musst du gar nicht mehr strampeln. Ne? Die E-Bikes, wir haben ja uns im Urlaub einmal uns ausgeliehen, das war das erste Mal, wo ich ein E-Bike geholt habe, da habe ich mir auch gedacht, da kann ich es gleich bleiben lassen. Und vor 5000. Informier dich über Kohlehydrate-Diät, da haut es der Kilo um Kilo runter, wird Sau. Ich denke, das tust. Ich meine, du bist 30 Jahre alt, du bist wahrscheinlich alt genug. Und mit der Esserei natürlich ein wenig aufbei. Ich glaube auch, dass das das fucking A und O ist. Das ist mindestens genauso, also auf dem gleichen Level wichtig, wir es trainieren und die bewegen und so weiter und so fort. Nicht übertreiben, dass du nichts kaputt machst natürlich, vor allem bei deinem Gewicht, ist das Essen, was du isst. Aber da kenne ich mich auch nicht aus. Ja, ich friss den ganzen Tag nur Scheißdreck. Ziel Bikini-Figur 2030. Oh doch, musst du, Länge macht es. Es wird, ich komme gerade raus aus allem, ich check nicht, was ich. Proteinreiche Ernährung wirkt Wunder. Da einfach wirklich damit auseinandersetzen. Ich glaube, dass das auch Spaß machen kann. Ja, und selber kochen wäre zum Beispiel sowas. Lernt man auf, aber das musst du durchziehen. Du musst, Alter, weil die Zahlen dann echt hardcore. Ziel, Figur wie der Jason aus GTA 6. Da trainierst haben wir jemanden, der so beieinander ist? Das würde mich interessieren. Haben wir jemanden, der wirklich, das so ein Gym-Typ ist, der so beieinander ist wie der Jason aus GTA 6 oder so ähnlich? So ein richtiges Dreieck, richtig hardcore Sixpack, richtig muskulöse, drahtige Arme. So nicht aufpumpt, sondern richtig gut beieinander einfach. Das würde mich interessieren. Wie oft muss man da dafür ins Gym gehen? Jeden Tag? Jeden Tag 1-2 Stunden. 5 halbe Hanau Schnitzelsemi und nichts drüber. Vielleicht will es ja keiner hören, aber bei mir hat die WPF-Diät extrem geholfen. Ich weiß nicht, was eine WPF-Diät ist. Zähl der Kreis ein. Da, schau her. Sucht einen Mate. Meine Damen und Herren, sucht ihr einen Mate, Wolfric. Da haben wir einen Teutschan. Hier, so, wo Teutschan 4272, dass du das nicht überliest. Wo ist er da vorauf? Er schreibt folgendes: Wolfric, einfach gemeinsam durchziehen. Arbeite auch gerade, wir schaffen das. Geht's zu mir ins Discord oder trefft euch selber auf dem Discord, whatever. Halbes Leid ist, geteiltes Leid ist halbes Leid, sagt man. Ja. Und das ist also ein kleiner Ansporn. Wenn der andere nämlich was da hat und du nicht, dann kriegst du ein schlechtes Gewissen und machst auch mit. Und so kann man sich, ja, hauen sie rein. Wenn für die Community für das da ist, dass du einer wirst wie 40. Ich bitte dich. So, jetzt gehe ich aber ins Bett. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt ist Schluss, jetzt haben wir schon wieder gnadenlos überzogen. Kruzifix nochmal. Freunde der Sonne, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ich ziehe meinen imaginären, dieses Mal echten Hut, halte den hier hin, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns diese Woche nicht mehr, wir sehen uns erst nächsten Montag wieder. Wer noch nicht im Discord ist, rein ins Discord. Wer noch nicht geliked hat, smash der Like-Button. Vielleicht haben wir auch jemanden, der immer noch da ist und sich mein Gesülze-O hört. Hinterlassen Sie bitte ein Abonnement, der noch nicht abonniert hat. Vielen Dank für die Donations, vielen Dank für die Mitgliedschaften. Waren halt neue Mitglieder dabei? Ich glaube nicht. Dann sage ich eine Dankeschön, dann fickt euch mit einem Scheißdreck. Kruzifix nochmal. Und vorab ein schönes Wochenende. Wir haben gerade ein wenig Gacki wieder, aber zum Wochenende hier wird es wieder besser. Wir sehen uns am Montag. Was wir nächste Woche, ich weiß nicht, was wir nächste Woche tun. Also Windrose der wir nicht mehr. Glaube ich, allerhöchstens vielleicht in den nächsten 2 Wochen vor der Geburtstagspause, vor der Geburtstagswochen, Urlaubsdings, schauen wir noch mal kurz in den Server hinein, was die Leute so zusammenbauen. Wenn's irgendwas habt, ihr könnt mir das ja auch im Discord schicken, so mit Alter, wir haben ja vollkommen eskaliert, kannst du das bitte schön anschauen, dann schauen wir halt schnell rein. Und was wir nächste Woche machen, was tun wir nächste Woche? Ich weiß noch nicht. Da finden wir schon was. Es kämen im Mai so viele neue Spiele. Ich habe mir gerade das GameStar-Video angeschaut. Da haben, glaube ich, 40 neue Spiele im Mai drin. Und da haben einige dabei, die gar nicht mal schlecht ausschauen. Ja, finden wir schon was. Und nun, meine Damen und Herren, Teutschan, kannst mich jederzeit anschreiben auf Discord. Ja, genau. Herr Teutschan, wer nicht weiß, was, ich weiß ja nicht, ob du weißt, was Discord ist. Wir gehen mal wieder davon aus, jeder weiß, was Discord ist. Ihr kriegt das schon hin. Irgendwie. Mein Discord-Link ist da unten. Discord ist sowas wie WhatsApp. Kannst du da unten runterladen, kostet nichts. Mein Server-Link ist unten. Da gehst du rein, suchst nach Wolfric und dann kannst du schreiben und dann kannst du euch auf einen Friend-Invite schicken und dann hockst du schon beieinander.
Der Leo fliegt schon. Wann NX Runde 3? Noch lang nicht. Wie ich es euch angekündigt habe. Nach der Sommerpause irgendwann. Also da ist er sehr lang hin. Das habe ich hoffentlich, aber auch oft genug gesagt. Der Mortal Eve Stream 1 wird es nicht geben. Das ist so Drucker zum Zuschauen, da kriegt ihr einen Schlaganfall da rein. Das, weißt du, wie wir das machen können? Nein, wir machen keinen Eve Stream. Das kann ich auch nicht erklären. Ich kann nicht streamen, ohne da Informationen preiszugeben. Das, wenn der Falsche sagt, dann kann ich mir aus dem Sperr auslagen und das war's dann. Hilft nicht. Jetzt geht's ins Bett. Grütze, fix nochmal. Komm in die Weight Watchers Gruppe. Ja, so ein bisschen schon. Schön war's, gut nach. Herr Weckermann, es war mir ein Fest an alle. Kuss auf die Nuss. Triple F für die Moderatoren. Ein klassisches Schüttrapse. Hashtag ab in den Chat. Bis NX Runde 3 ist Runde 2 hoffentlich noch spielbar. Stau dich nicht kaputt machen. Bitte nicht mehr als 200. Bitte nicht. Mach's halt nämlich wohl kaputt, weil sonst dauert es noch ein Jahr länger. Ich sag's, wie es ist. Und jetzt halt schleichen sie sich davon. Das muss lange, weil die Frau wahrscheinlich schon schlaft. Sehen wir uns nächsten Montag. Oder in der Zwischenzeit mit Sicherheit auch mal im Discord. Tschüss.